So. Easy. Timmy Boy. Schon wieder sauber zu viel, du. Aber ich war auch ein paar Sekunden spät nach 8 dran. Ich habe auch bis vor 5 Minuten noch Fußball geschaut, das hilft eh nicht. Wie wahrscheinlich viele andere auch. Warum ich... Das ist immer das Gleiche. Weißt, der Teil, wo ich mir am Anfang selber nicht her, der ist aber trotzdem im VOD nachher. Ich mache einfach jetzt immer eine Ansage für den Nachschau-Squad. Der Teil, wo ich mir am Anfang den Nachschau-Squad, jetzt hat sich YouTube dazu bequemt, dass endlich einmal irgendwas mir sagen, dass es jetzt ist soweit. Timmy Boy, merci, grüß dich daheim. Wir haben noch Herr Damberg, erzähl jetzt 2 und du weißt das. Ich weiß, ne? Hashtag Doppelfinger. Doppelfinger? Was ist der Doppelfinger? Der. Herr Damberg, Kuss auf die Nuss, merci dir. HB! Goddammit! so punktgenau bin ich noch nie unterbrochen worden. Da steht's. Okay, bye. Maxi? Haben wir nicht Donation-Verbot bis Juli oder sowas ausgemacht? Ich weiß nicht mehr. Ja, was soll ich jetzt sagen dazu? Maxi, Kuss auf die Nuss, schöne Grüße nach Österreich. Schluss, sofort auf der Stelle mit diesen Beträgen. Ich nehme den Betrag nicht an. Und das ist der Arschloch. Grotno im Auto hoch. Maxel, merci dir. Public Viewing extra für den Stream. Alter, was, du bist vom Public Viewing mit dem Auto haben, das kann nicht weit weg sein. Da hättest du Zusage können. Greta dreht sich im Grab um. Heute das ist ja noch nicht mehr. Ja, weißt du, was es ist. Maxi, merci dir. Bavarian Dream, merci dir. 2:0. Alter, wer ist denn der Adam bei Ungarn? Den haben sie doch bloß eingewechselt zum Leitzusammenschlagen. Sag selber, wie es ist. Sag selber, wie es ist. Braucht mir keiner verzeihen, dass jetzt irgendjemand nicht Fußball geschaut hat bis vor 5 Minuten. Braucht mir keiner verzeihen. Bavarian, merci dir. Timmy Boy, Kuss auf die Nuss, 28 Leerzeichen. Vermisst mich immer noch, ich vermisse dich immer, Timmy Boy. Ich träume nachts von dir. Und von Leerzeichen. Und Vollzeichen. Foxe! I am Malenia, Blade of Michaela, and I've never known defeat. Oh. Toll. Du machst mir eine große Freude. Sag ich euch nachher dann gleich. Ich sage euch nachher dann gleich. Ich habe weitergespielt gestern. Heute auch ein bisschen, weil heute nicht viel, aber gestern haben wir einige Sachen geholt, die werde ich noch... Busen! Busen! Alle in den Chat miteinander. Scheiß aufs Land, ich will Busen! Das kann man einführen wie bei Brot. Deshalb jetzt Busen! Das heißt immer, dass man das Wort Busen nie wieder normal sagt. Auch Frauen nicht. Das ist wichtig. Ja, wenn du mit einem Frauenarzt gehst und der untersucht einen Busen, dann musst du es ja genau so sagen. Mittendrin so. Das ist wichtig. Ja, und auch in der Lautstärke. Das habe ich immer ganz normal reden. Ja, das gute Doktor, ja, ich weiß auch nicht. Ich glaube an meinem linken Busen. Da ist was Komisches. Könnten Sie da mal nachschauen? Geh. Kann man das so machen, bitte? Das war voll super. Kann da auch bitte irgendjemand ein Video davon machen, das da die ultra feiern. Herr Sauerstoff, Herr Pitt, merci dir, Firestarter, merci wieder ein Resub, Kuss auf die Nuss. Tommy, merci wieder ein Zwiegel 50 Just Mercy, Alter! Da brauche ich gar nicht mehr. Doch, Servus schreibst du dafür. Das habe ich gelesen, den Rest lese ich nicht mehr. Sprengi, so schnell wieder ausblendet worden. Ich lese vorher Achtung. Eilmeldung, Helene Fischer. Fast an Werbeflyer erstickt. Atemlos durch DIN A8. Ach, halt doch. Halt doch dein Maul! Musst du nicht wieder mal eine Woche irgendwo hier oder so? Was ist denn heute? Sprengi, merci dir. Julian, merci dir, servus alle miteinander zurück, merci für den Resub. I love you too. Ja, wie oft lest du denn jetzt noch kotzendes Gesicht? I love you too. Timmy Boy, merci. Marvin, ich hab keinen Fußball geschaut, will no see Dreckssport, kein Pfifferlinge, nicht interessiert. Genauso wie der Deutschunterricht. Ach, sag nicht. Herr Marvel, seht mir hier. Meine Augenbrauen! Da herin hat sich schon. Was denn deswegen hasse ich so, immer so nach der Babysommerpause jedes Jahr, weiß ich, wenn die gar ist, dann haben sie nur noch 6, 7 Wochen bis zur großen Sommerpause und geil und dann langer Urlaub und voll geil. Eigentlich der einzige Monat, für den ich auf der Welt bin, glaube ich, wo ich nichts tun muss und wo ich tun kann, was ich will. Aber die Zeit zwischen der Babysommerpause und der Sommerpause, die ist so geil. Was ist denn da jetzt wieder alles los? Löwensepp, mir ist wieder 1,44 € Endlich wieder was für mich und na, ich bin nicht bloß scharf auf en hele Badensepp, der dir wieder an letzt Nerv kost. Was? PS, Ivoas Show ist zwui und so.
immer die gleiche, Leute. Lass mal was anderes, das ist Zwang. Das lese ich nicht mit mir vor, Alter. Sphinx Mad Max, merci dir. Ich weiß nicht, warum es nicht angezeigt wird, das ist schon wieder alles hieß. Passt ihm erst wieder ein Resub. So, nochmal. Endlich wieder was für mich und nein, ich bin nicht bloß scharf auf den Helibaden-Sepp, der dir wieder einen letzten Nerv kostet. Hat es da Vorfälle gegeben damals vor 2 Jahren? Ich erinnere mich nicht mehr. Mir hat vorher auch der Basti Hero schon was geschrieben, dass er da offensichtlich in Elden Ring damals irgendwo mein Mikrofonständer abgebrochen ist, 2-mal. Hab ich auch nicht mehr gewusst. Sag ich, was ist? Ich weiß ja schon nicht mehr, was vor 2 Wochen war. Lass mich in Ruhe jetzt. Lass mich in Ruhe. Sphinx Max, es ist 2 und es ist 2 gleichzeitig. Suchst du auch selber aus, das weiß ich, damit ich mir was anderes sage. Merci dir. Passt ihm erst für den Resub auf 45 Monate. Opa, ebenfalls merci für 45 Monate. Wulle, wulle, wupp. Kartoffel, Toffee, Supp. So. Sweet Jesus! So, Servus, schlank gegen Ungarn ist wie wenn du einen Dreijährigen einen Lutscherbeck nimmst. Nein. Die ersten 20 Minuten haben bestimmt nicht so ausgeschaut, als da man einem Dreijährigen einen Lutscherbeck nehmen. Bei den Schotten war es grenzdebil behindert. Da habe ich mir wirklich gedacht, Alter, da hätte sich keiner gar einstellen können. Da hätte ich auch mitspielen können. So wieder, wie es ist. Sweet Jesus, merci dir. Gärtner erst wieder in 39 Monaten. Sich von der Freundin einen runterholen zu lassen, ist wie Paralympics schauen. Sieht lustig aus, aber man weiß, man kann es eh besser. Das stimmt. Den kenne ich zwar schon, aber das ist ein guter. Herr Stammstamm, merci wieder in 20er Monat. Kuss auf die Nuss. So, atemlos durch DIN A8. Atemlos durch DIN A5. So. Striker Mike, merci. Wie viele Resubs haben wir heute noch? 860. Viel Erfolg heute bei den 2 schwersten Bossen im Spiel. Wir freuen uns drauf. So, ja genau. Also mal kurze Ansage. Was wir mir heute tun. Damit das nicht bloß 2 Stunden lang immer der gleiche Bosskampf ist. Ja, es kann auch sein, dass ich einfach 30 Mal hinterher, ich werde einfach verrecken. Ich hab das so folgendermaßen eingeteilt. Wir machen mal, je nachdem, wie lange das die Bosskämpfe dauern. Ich kenne keinen Boss, ich sag das, was ist. Natürlich habe ich schon mal ein Video irgendwo gesehen, von der Malenia zumindest. Ich weiß, dass die flippt vollkommen aus, keine Ahnung, was die das kann. So erst Und Bürger besser kann der Abend nimmer werden. Sechstes! Selber gehen wir mehr zu dir. Kuss auf die Nuss. Frankie is alive. Wer ist wieder 250? Der miteinander, der zurück. Kuss auf die Nuss. So. Haben wir sie? Nein, haben wir nicht. Der Wahike, der Habana. Der Habanero. Hoppala. Welcome to the Squad, Kuss auf die Nuss. Dankeschön für deine neue Mitgliedschaft. Ab in den Chat, habe die Ehre an den Habanero, wenn ich mitmache, dieser Kasel. So, Timmy Boy, merci dir. Abgebrochene Ständer, 2 Möglichkeiten. Entweder Frauchen blasen lassen oder WD-40. Vielleicht auch beide, why not both? So, jetzt mal so macht. Die 2 ja genau, das ist mir sehr oft gesagt worden, dass der Mock, beim Mock habe ich es tatsächlich aber nicht gewusst, dass das einer der schwersten Bosse sein soll im ganzen Spiel. Habe ich nicht gewusst. Aber bei der Malenia habe ich es gewusst. Ich habe weitergespielt, zeige ich jetzt dann gleich. Habe mir einen Haufen Zeit geholt, präsentiere ich auch gleich. Ich stehe, glaube ich, ich war einmal drin, zugegeben. Ich stehe genau vor der Malenia. Die machen wir aber nicht zuerst. Ich habe mir das Gebiet, wenn es da überhaupt ein Gebiet gibt, ich weiß es nicht, vor dem Mock aufkommen. Da geht es ja in den Untergrund. Ich habe die Quest noch gemacht, dass ich mich da einfach runterporten kann. Und dann schauen wir weiter. Ich darf so gerne erklären, was bei dir. Bei Elden Ring. Merci. Wird mein Char A wieder ausgeräumt. Nice. Level 163 gelangt hoffentlich fürs Add-on. Sollte Schode verwirrendesten Gerüchte. Gerüchte von Level 150 bis 200 gehört, was empfohlen wird. Schöner Abend. Razy, ich sag's da auch ganz ehrlich, ich hab auch bloß so immer wieder her Level 150 gehen. Aber das kommt halt auch ein bisschen auf der Skillung wahrscheinlich. Oh, das Level allein sagt ja nichts. Wenn du irgendeinen Kasskrampf zusammengeskillt hast, dann hilft der 150 auch nichts. Wahrscheinlich, nehme ich an. Aber gut, was sollst du schon groß falsch machen? Ich glaube, dass viel Leben wichtig ist. Und ich glaube, dass du richtige Probleme kriegst, wenn du der Glaskanon bist. Also richtig viel Damage machst, aber nichts aushältst. Weil die Viecher, so kenn's ich aus anderen From Software Spielen, normalerweise so nochmal so bitterböse schwerer haben wie im Hauptgame, dass es ganz aus ist. Also war es zumindest in Dark Souls 3, da habe ich es am besten in Erinnerung. Das war der absolute Arschfix-Simulator in The Ring City. Und vor allem auch der Endboss mit seinen 3 Phasen, mit dem langen Gang und so. Nein, das war kein lang. Oder doch, ja freilich, es war so eine lange Halle, so, oh leck, die war so bockschwer, dass das zum Kotzen ist. Der Labi schreibt, Level ist im DLC relativ irrelevant, wie es ausschaut, zumindest nach oben, weil irgendein anderes Progression-System gibt. Das ist sehr interessant. Das habe ich mir nämlich die ganze Zeit schon gedacht. Ich bin jetzt da. Weißt du was? Jetzt pimmelt man nicht lange umeinander. Bei Variant Dream erst wieder einen Euro so daheim Handy nach STVO vorne in den Tacho eingelegt und dann runtergefallen. Auf einmal scheit unterm Sitz nur pusten.
genauso ist es selber bei Bavarian Dream. So, da können wir jetzt aber wieder die ganze Zeit umeinander fachsimpeln wie die Narischen und das ist das Schöne an sich in die Spiele, vor allem wenn ich bin hyped as fuck, Alter. Ich bin so fucking hyped auf Freitag, dass bloß noch alles raucht. Das wird übrigens auch ein Open-End-Stream und eventuell, ja, das kann man jetzt sehen, wenn man will, mit Glück oder mit Pech, ist das Grillfest am Freitag, weil es weder am Samstag scheiße ist und am Freitag habe ich einen Stream schon gekündigt, das heißt, ich kann nicht auf das Grillfest. Das heißt aber gleichzeitig, dass ich am Samstag eventuell nochmal einen Stream machen kann. Jetzt haben wir da los! All of a sudden, kurz bevor wir das Spiel anfangen, noch schnell ein Mitglied reingeschwappt. Welcome to the Squad, danke für deine Mitgliedschaft. Bussi auf das Genickscheibelchen, gibt's sowas? Weiß ich nicht. Ab in den Chat, da habe ich der Alex! Das habe ich schon öfter gesehen. Los, hopp, hopp. Da, der Burning Crusade ist der Einzige, der von selber mitmacht. Was ist mit dem, was im Recht? Da, der Bruckner checkt's. Sechsters. Ich habe im Hintergrund übrigens das Spiel bereits gestartet. So, was man auf keinen Fall da darf, ist halt diesen Controller zusammendreschen. Ja, wir bleiben based as fuck. Wir bleiben gechillt. Stuhlschwul cool. So, ja? Und wenn wir 68 Mal sterben bei der Malenia, was durchaus passieren kann. Schluss jetzt! Der Platz bitte! Halt drin! Du bist jetzt der Letzte. Nein, der Baudo ist der Letzte. Ich höre überhaupt nichts außer Elden Ring. Ah! Warte schnell. Chill. Wir sind uns in 2,5 Stunden Nachschau-Squad. Kuss auf die Nuss, vielleicht bin ich da sogar noch da. Baudo, servus miteinander, um 21 Uhr gescheit mit am Start. Oh, Spätschicht, bist du IT. Grüezi, fix hier mit einer Schichtlerei über den ganzen Tag. So, Donations aus, danke für deinen Resub. Kuss auf die Nuss, Wolfric, merci für den Fünfer und den Chewie noch schnell auf ein schönes Stream. Da sage ich, merci für den Zwiegel, merci für die Mitgliedschaft. Jetzt ist eine Ruhe, wir spielen jetzt wird gefachsimpelt. Jetzt wird Gefahr. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ja, das kommt davor, weil ich wieder Fußball geschaut habe, bis 3 Minuten vor dem Stream. Blutsfußball, Klump! Aber 2-0 haben wir gewonnen. So, was ist denn mit dem Sané eigentlich? Können wir den einmal raushauen jetzt dann bald einmal? Was ist denn mit dem? Dafür war der Musiala, der war tipptopp. So, jetzt muss ich mir das ein bisschen herrichten da, damit ich da einigermaßen stabil ausschaue. Was ist denn eigentlich das Gescheite, wo ich mich platziere auf der anderen Seite hinten? Über die Runen, ha? Das glaube ich wird das Gescheiter sein für die kommende Zeit. Jetzt sehen wir erst mal weiter. Los! Herr Staudinger, mir erst wieder den Resub, Tree, mir erst wieder den Zwickelkuss auf die Nuss. Jetzt schauen wir erst mal, was ich alles da habe, währenddessen ihr nicht dabei wart. Schaut's mir an. Ich bin jetzt nämlich brutal. Jay, schau mich an. Schau, was ich da hab. Wer hat's zu mir Wasserlabi, der es mir gesagt hat, ich weiß nicht mehr. Schau, was ich da hab. Veteranenrüstung hat einfach sein müssen. Die hab ich mir eingebaut. Schau mal her. Ich hab mir auf Level 158 aufgespielt. Ich habe eine ganz nette Runenroute, die für mich funktioniert, gefunden. Die kann ich euch nachher auch noch zeigen. Man, den meisten, die das Spiel nur mehr durchgesuchtelt haben, gut, kann man bei mir von Suchteln schmerzen, das sind jetzt 75 Stunden oder so. Das ist mit Motivation, aber sicher nicht No-Lifen. Aber es reicht, glaube ich. Haben wir ziemlich stabil. Kondition auf 140 aufgezogen. Stärke 65, Kraft 60. Wunderbar. Und was habe ich mir noch geholt? Hier, da die komplette Veteranenrüstung. Die ist ziemlich schwer und ziemlich fett. Das ist Gickerl-Style. Bissl Gickerl-Style. Das Einzige, was mir an der Rüstung stört, hoppla, ist das hier. Warte mal, das Schädelführer. Dass der scheiß Umhang ist erstens nicht schön und zweitens ist der scheiß Umhang so breit und Ding, das macht mich so klobig, das mag ich nicht. Aber gut. So, was haben wir noch? Ich weiß nicht, ob wir das da letztes Mal schon gehabt haben. Talisman drin mit Resistenz gegen körperlichen Schaden enorm reduziert. Dann, den habe ich mir noch geholt, das weiß ich, der ist noch ganz neu. Gunst des Erdenbaums +2. Der ist ja ziemlich einfach zum Holen, habe ich festgestellt. Da muss bloß vor irgendwelche 4 davor laufen. Das da habe ich schon die ganze Zeit. Einfach mehr Leben. Und ja, der Goldskarabäus ist fürs Farmen noch drin. Da kommt es ganz drauf an. Entweder tue ich das mehr nicht körperlichen Schaden aushalten, mehr Damage beim Kontern oder einfach weniger Ausdauerverlust beim Blocken. Das ist so mein genereller Bild. Ansonsten glaube ich, habe ich noch zusammengebracht, dass ich da unten das erste Mal verstanden habe, für was das Ding eigentlich da ist. Das habe ich gerade 6 Mal in den 75 Stunden hergenommen bis gestern. Und dann haben wir da was zusammengeflext mit höheren Resistenzen und noch mehr Leben. Und ja. Der Stefan schreibt, ein Axt-Talisman, den habe ich nicht erwähnt, stimmt. Den da verbessert aufgeladene Angriffe.
das auch noch recht viel Sinn machen. Mache ich auch ganz oft. Also entweder das Blocken oder ein bisschen was für ein Damage. Ja? Wobei wahrscheinlich von den aufgeladenen Angriffen öfter profitiere als vom Kontern. Das kommt auf den Gegnertyp drauf an. Man kann ja auch on the fly einfach wechseln. So, was hab ich noch geändert? Ich habe mir ein paar lustige Sachen besorgt, die ich leider noch nicht tragen kann, aber vielleicht irgendwann. Achtung! Da haben wir einmal dieses lustige Schild. recht viel besser wird es nicht mehr. Da schauen wir ein bisschen sehr fett aus. Das hat eine lustige Fähigkeit, das kann folgendes. Es kann Flammennummern anspucken, das ist ganz witzig. Und dann habe ich mir noch eins geholt, ein fettes Schädel, aber das hat halt ein Gewicht von 20,5 und das andere von 24. Da feit es noch himmelweit, bis ich das tragen kann, ohne dass was feit. Wobei so 5 Level ungefähr, dann kann das tragen wahrscheinlich. Das ist auch ganz witzig da. Da haben wir das Schädel her. Das ist auch ziemlich fett. So. Und da ist eine kleine Kanone vorne drin. Das geht mit dem Ding, das kannst du halten. Zack. Und dann. Boom. Schön. Narische Scheiße, das sagt der wie es ist. Ralphie, merci für den Resub übrigens. So, aber so können wir nicht spielen. Wir nehmen das ganz normale Reflektierschädel, wunderbar. So, da vorne ist unsere Malenia. Das ist nicht die erste, die wir heute machen. Na, das ist der schwierigste, heißt überall, der schwierigste Boss im ganzen Spiel. Der ist optional, ich hab nicht gewusst, wo der ist. Ich hab gemeint, der ist nicht optional und kommt irgendwann im Laufe des Spiels. Durchgespielt habe ich es schon. Was ich übrigens auch noch habe, ich habe noch eine Flask mehr gefunden. Da draußen vor der Haustür ist irgendwo so ein komischer Pfleg am Boden, da gibt es ein geiles Medaillon. Und das Viech, das da kommt, ist ziemlich ekelhaft. Das kommt in so einer roten Suppe drin, wo du die ganze Zeit den Scarlet Rot kriegst. Und das ist ein großer Baum, aber der droppt nur eine goldene Saat. Das habe ich nicht gewusst, so habe ich mehr Dusel als verstanden gehabt, weil ich nicht gewusst habe, was ich machen soll. So, und jemand hat gerade noch geschrieben, was sich auch noch geändert hat, habe ich aber ganz am Anfang gesagt, ja genau, ich habe die fette Veteranenrüstung an. Außer da, die Schuppenstulpen, für die gelangt es nicht, weil wenn ich da die Veteranendingen, mittlerweile gelangt es schon hin. Okay, das ganz anziehen. Stimmt, habe ich nur ein Level gemacht. So, also, jetzt pass auf. Heute sehen wir 5 Stunden nur Malenia. Das kann durchaus passieren, ja. Kann durchaus passieren, weil die. Ich bin einmal. Dass ich ganz Scheiße erzähle. Ja, ich bin einmal eingegangen. Ich hab einmal. Wirklich nicht öfter. Ich bin einmal eingegangen, hab mir die Cutscene angeschaut, wo ich hoffe, die kommen nochmal, damit wir es im Stream nochmal sehen. Und dann bin ich drin gewesen so, dann chargt's her, packt mich, spießt mich auf und ich bin tot. Dann hab ich mir gedacht, okay, das wird super spannend. Tust du die noch umplatzieren? Königin Elsa, das ist ein guter Punkt, das müssen wir machen, gell? Da glaube ich, Satz ist auch schwer dafür. Geduld, heute alles ruhig, ich erkläre gleich, wie wir heute die Bosse machen. Also wenn es gar nicht hinhaut, dann hole ich mir einfach Unterstützung von euch. Dann porte ich jemanden von euch ins Spiel rein und lasse mich von euch carryen. So, jetzt mal so, wo schiebe ich mich da hin? Machen wir so. Miau. Miau. Da so her, aber ich muss mich spiegeln. Wie kann man mich spiegeln? Was ist denn das wieder gewesen jetzt da? Wie kann ich mich spiegeln? Wieso kann ich mich denn nicht spiegeln? Wie tut man spiegeln? Da bist du behindert. Das ist doch sonst so begangen, wenn ich dem, dass ich das einfach. Was ist denn da wieder? Was ist denn da jetzt wieder? Ich kotze gleich. Ja, das ist die Oben rechts ist doch super. Ich darf mich gern daher platzieren, aber in die andere Richtung schauen. So, kann mir Rechtsklick transformieren. Horizontal. Tippitoppi schon her. Ja, und ich platziere mich einfach da so her. Dann habt ihr da unten, weil um die geht es ja, das ist einmal das Wichtigste, da geht es um die Runen, jetzt heute nicht. Und enden seht ihr, wie viele Flasks da ich noch habe und was ich so tue und so weiter. Ich glaube, das ist besser, oder? Ist das besser? Gib gleich einmal ein Like. Level 250 Charakter, ich zeige die durch. Alter, mit Level 250 da hast du aber auch hinein-genolifed ohne Ende. So, jetzt pass auf, jetzt gehen wir back to the game. Das erste, was wir aber heute machen, ist nicht die Malenia, die machen wir am Schluss, wenn wir einen Mock haben. Der ist eigentlich der Wichtige. Da habe ich die Questline gemacht, diese PvP-Questline, dass man das kleine Medaillon kriegt, mit dem du dann da oben porten kannst. Da unten war ich noch nicht, ich habe nur dieses Bonfire geholt. Das machen wir jetzt das kleine Gebiet, durchsuchen wir da alles und dann schätze ich mal, dass da in der Mausoleum der Mokwin-Dynastie, eventuell ist da noch ein kleiner Dungeon, keine Ahnung, dass da dann der Boss kommt. Und so weiter. So, jetzt passt mir an. Jetzt pimmelt man mir da einfach sauber rein. Die Bosse machen wir mir halt folgendermaßen.
Normalerweise, ich habe jetzt im Hauptspiel nicht mehr lange umeinander pimmelt mit, ja, den probiere ich jetzt solo, damit ich mir da noch einen drauf fixen kann. Hey, wird dermaßen krass, dass ich bin. Ich habe einfach das Phantom dazu eingeschaltet und dann wird da jeder Boss. Ich habe einen Malekith auf First Try. Also ungelogen. Einfach, weil sich der Boss so oft nicht auf die konzentriert, ist einfach um ein 100-faches leichter. Ich probiere das erst solo. Sagen wir so 3-mal. Dann probiere ich ihn 3-mal mit dem. Was das schon? Mit dem Phantom. Dass er leichter wird. Und wenn es dann immer noch nicht geht, dann beschwören wir bei euch jemanden ein. Das Multiplayer-Passwort ist übrigens Bier. Klar geschrieben, wenn es interessiert. Und ja. So, das hält uns aber nicht davon ab, dieses Gebiet zu erkunden. Da war ich noch nirgends. Ich habe keine Ahnung, was da los ist, aber da hinten habe ich schon irgendeinen Fetten umeinander stehen sehen. Oder habe ich mich da täuscht? Oder. Ah ja, das da oben ist definitiv der Bosskampf, das weiß ich. Das weiß ich. Das sehe ich. Ah ja, da steht etwas, was auch immer das ist. Irgendein fetter Rauder mit irgendeinem fetten Ding. Halt mal. Ah, was kommt denn da? Ah! Okay, chill. Was ist die? Heiliges Kampf! Ah! Was? Kann man den umbringen? Okay, das fängt schon wieder gut an. So, erstmal einen Buff einschlucken. Was ich mir dann auch noch geholt habe, jetzt mal so wacht, da komme ich aber noch ein bisschen durcheinander. Jetzt pass auf, dieses Ding hier, das war nix. Jetzt Moment mal. So, Heal Buff rein, Schädel wieder aus. So, jetzt sind wir gut beieinander. Was ist das? Was tut der denn da? Ich sammle einfach diesen Lauf davon. Ist der jetzt schon gestorben oder ist der? Was war denn das jetzt da? Gibt ja bloß einmal, oder? Was war denn das jetzt da? Ich glaube, so einen gibt es in dem Riesengebiet, in dem Schneegebiet, gibt es einen sicheren. Ah, da kommt man doch mit Sicherheit hinten. Keep rolling. Jetzt pass auf, dann im Fettsack schauen wir mal, ob man den exekuten kann. Ja, das kann man wohl. Ah, da kommt. Oh, da kommt. Ist das jetzt, wenn ich da jemand angreift, dass ein riesen Skelett irgendwo aussteppt und mich vermöbeln möchte? Was war denn das jetzt wieder? Mehr Dusel als Verstand wahrscheinlich. Was? Keine Ahnung, was ich da jetzt tue. Wird schon passen. Keine Ahnung, da was droppt. Da, goldene Rune, nehme ich mit. Kommt man da hinten irgendwie auf? Wie kann man da reiten? Oh, da kann man sogar reiten. Das habe ich jetzt nicht erwartet, dass man da hier unten reiten kann. Gehen wir mal da rauf. Kann man da rauf? Ah. Ah. Ja, ich sehe mich schon wieder runterfallen und irgendwo dumm sterben. Nee, das funktioniert so nicht. Warte mal. Ja. Knappe Kiste. Jetzt warte mal. Ich glaube, warte mal, mit Karten her. Was, ich kann eine Karten nicht her tun? Und da ist noch irgendwo ein Vieh. Hab ich gesehen. Ah! Jetzt habe ich das komische raus. Ja, du kommst. Oh. Ich reite einfach daneben vorbei so. Kannst du selber abspannen, du Arschloch. Was passiert, wenn ich den Arsch einhau? Oh, die kannst du haben. Oh, DPS. DPS on point schon hier. Spüre deinesgleichen! Recht viel Schaden machst ja du nicht! Wie Seelen haben die jetzt gegen? Gar keine. Na gut. Dann vermöbelt man die. Oh shit, ich hab mein Schell nicht draußen. Komm. Ich liebe Großschilder. Heute für aus kann aber nichts. Hab ich schon gespannt. Außer mit die, ich glaube mit den komischen Geschosse, die er da umeinander kackt, kann es schon passieren, dass die ein bisschen Schaden machen. Da ist noch so ein Rauder, da ist es jetzt mal ein anderes Skelett, oder? Ah, Scheiße. Ich verstehe, wenn wir den kleinen roten Teufel killen, dann stirbt das Skelett auch. Oh, was ist denn da hinten wieder alles los? Da stinkt's nach... Oh, wenn ich da das Phantom schon wieder rausholen kann, dann stinkt's jetzt da gewaltig nach Stress, das sagt er ich. Was ist denn das da hinten? Hab ihn schon gesehen. Tu dir nicht runter. Das mit Materialien sammeln.
Schleichen wir uns so. Execute wir sauber. Das ist auch wieder so ein roter Teufel, oder? Alter, gar nichts aus. Jetzt sogar eine Rüstung oder Hand aber noch geht. So. Oh, holy shit. Wow! Wo kommst denn du her? So nicht, mein Freund. Das sind ein paar da draußen. So hat man unseren... Macht man No-Stress oder macht man Full-Stress? Ist das wieder so eine Scharlach-Scheiße da? Oder ist das einfach Blut? Oh, das ist einfach Blut, eigentlich. Was war das? Ja, was habt ihr denn hier für Scheißprobleme? Jetzt nicht ganz dicht, oder was? Sprungangriff! Oh. Aber nicht nett, was du da betreibst, mein Freund. Komm her. Wie geil das aber ausschauen. Du Wichser! So wie klar. Ich hab keine Ausdauer mehr! Schluss! Was ist jetzt denn? Wollt ihr den Maul lang? Oh. Okay. Hör mal so einen Anspinner auf. Nehmen wir es ein bisschen serious wenigstens. Ich hab genau gesehen, dass der andere noch zuhört. Hau her jetzt, Kim! Das wäre ganz eine gute Idee. Radlschlung und dann... Das kann doch nicht alles, das können doch nicht alles bloß die kleinen Zigeuner da sein, oder? Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. They see me rolling, they red-heading. Blutfett mit Keul. Hey, ist der Mock nicht irgendein Gott des Blutes oder so? Wenn ich mich nicht täuschen tue. Schauen wir da mal weiter. Das durchsuchen wir jetzt schon, wenn das kein Scharlach, keine Scharlachfäule nicht ist da. Ja, das sind schon halbe ein paar da, gell? Oh, Freunde, wenn jetzt da noch mehrere daherradeln, dann hat's mich. So nicht. So nicht! Oh ja. Nein, ich hab's schon verstanden. Die scheiß Radl. So, wie viel haben wir jetzt da noch? Konzentration, wir sterben hier nicht. Dein Maul, halt dein Maul, halt dein Maul. Okay, so, nächster. Ja, Kim. Blut für den Blutgott! Ja, noch nicht. Noch nicht. Erst wenn ich tot bin. So, den wir den einwerfen. Damit wir nicht wieder ewig umeinander radeln müssen. Ja. Ja. Für was halten die mein Schädel in Tee? Vogel, du. Kriegen wir schon. Sehr schön. Reingeheilt ins Viech. So, was haben wir da? Das schaut nicht gut aus. Was ist das da? Was ist noch einer? Ja, wie viel sind denn da von denen? Ich weiß auch nicht, was das soll, so ganz da. Ah! Ja, mit der Scheiße, wenn er die erwischt, Alter, dann... Das macht schon Damage, so ist das nicht. Aber ich mache auch ein bisschen an. Tun sie sich nicht hinunter. So, wie viel sehe ich nicht? Gibt's da irgendwas? Da geht's 8 Kilometer ins Eck drehen. Muss ich jetzt die ganze Zeit so komische kleine roten Vollidioten da zusammenhauen, oder was? Ich muss mal wieder da hindrehen. Mal auf, da hinten glitzert irgendwas. Weiß ich nicht, ob das was kann. Ich mal den Vogel erst mal runter. Ja, bis du mit deinem Radl-Scheiß daherkommst dabei. Oh, wieder zu gierig. So. Ich trau dem Braten da hinten nicht. Sag wieder, was ist.
Ich trau dem Braten nicht, so stell ich mir Hamburg vor. Lauter rote Köpfe. Was ist das da, das komische rote Ding da am Boden? Das. Oh, schau mal. Das ist der Trap. Ist das ein Trap? Ja, Kriegsasche, Blutzoll. Okay. Ja, das dachte ich mir doch. Kriegst du Hack ins Kreuz, wenn du schon lange auf den Sack gehst, du Vogel. So, easy. Auf die 85.000 Seelen, die wir gerade beieinander haben, oder Runen, ich werde immer Seelen sagen übrigens, wenn mir irgendjemand... Nö, zum Mock muss da hin, wo du gestartet bist. Also. Ja gut. Ist ja wurscht. Das Gebiet haben wir trotzdem vor uns. Ach, ich glaube, ich weiß, was das für Stelle ist. Okay. Wenn sie ist, laufe ich einfach davon. Jetzt pimmelt man keine so kleine komischen Viecher mehr zusammen da. Das haben wir jetzt. Ich glaube, ich weiß, was es ist. Es gibt so eine Stelle, die ganz oft in Guide... Ja, das wollte ich nicht. Ja, genau. Die ganz oft in Guides, jetzt das ist wahrscheinlich die Stelle, oder da oben ist ein Bonfire. Ah! Mit. Ist da oben. Ne, ja, genau. Das ist ganz oft eine Stelle, die zum Runenfarmen herzeugt wird. Okay. Wenn du die richtigen Sachen dafür hast, dann stehen die da irgendwie so da und machen irgendwelche krassen Zauber und bringen den Weg da oben, alles um, was da ist. Und, das mag ich jetzt selber schnell ausprobieren, ob das wirklich funktioniert. Jetzt pass auf, Wacht. Das machen wir einen Bogen hier. Irgendwann, das ist scheißegal. Gebt mal Bogen. Nehmen wir den, den haben wir extra ausgebaut. Und irgendwelche Pfeile, weil es ist scheißegal ist, das sind normale Pfeile. Und wenn man den Vogel da jetzt, warte mal so. Ja, wenn man halt trifft. Ich weiß nicht, wie man trifft. Den kann man irgendwie so herlocken, dass dann läuft er einfach blind da her. Kann ich das. Warte mal, wie hat man da gleich wieder zielen können? Ah ja. Hm? Ich habe jetzt keine Pfeile mehr, oder was? Ich probier's mal. Ja, genau. Und dann, und dann läuft er da oben. Jetzt schau die Runen unter mir an. Da. Zack. Was ist das für Scheiße da? Genau. Und jetzt kannst du nämlich einfach hergehen. Kannst so machen. Zack. Reset. Und der scheiß Vogel ist wieder da. Ach Gott, ich fixe, ich drücke instinktiv auf R2. Oh, der geht daneben. Nein, schön. Jetzt eskaliert er wieder. Lauf wieder da. Vogel! Der gibt halt 13.000. Das heißt, wenn ich mal da jetzt pass auf, jetzt probieren wir folgendes. Ah, ich habe immer noch den scheiß Skarabäus drin. Das machen wir jetzt eine halbe Stunde. Ja, genau. Und so kannst du halt, ja, so kannst du halt schießen. Weiß ich nicht. Vielleicht hat es noch keiner gewusst. So, da kriegst du den Kopf auf. Ja gut, wieder schön. Dass das immer noch nicht gefixt haben, ist schon komisch. Das habe ich schon vor 2 Jahren, habe ich diesen Tipp schon gesehen. So, wie viel braucht man? Da machen wir ein Level. Brauchen wir nur 50.000. Was ist mir da deren? Und dann gehen wir zum Mock. Haben wir einfach das Ding da ein. Zack, 30.000. Haben wir bei wie viel sind wir 50.000? Klangt das? Dann brauchen wir nur 20.000. Bist du besoffen? Die Scheiße, Rudin braucht sowieso kein Mensch für irgendwas anderes. Eine mit dem Scheiß. Stimmt, da habe ich auch viel Level gefahren. Ja, warum auch nicht? Ich meine, ich habe auch eine Route, wo ich das mache. Oder wo ich das gemacht habe, die allerdings ein bisschen gefährlicher ist als das hier. Ich hab ja das Bonfire bis gerade noch nicht gehabt, ich war da noch nie. Stufenaufstieg, wo skillen wir eine? Kondition. Brauchen wir Kondition? Weiß ich nicht. Da, genau. Und jetzt sind wir bei dem Punkt, den der Labi vorher angesprochen hat. Jetzt pass auf. Ich habe so das Gefühl, dass irgendwie ein Hardcap oder ein Softcap, besser gesagt, bei Stufe 60, also bei den einzelnen Attribute, ich weiß nicht, wo ich hindeuten soll, ich muss spielverkehrt Dinge, bei 60. Und zwar, wenn ich jetzt da ein Level in Kraft, also in Lebenspunkte investiere, dann kriege ich nur 6 Lebenspunkte.
Das ist ja ein Witz, das ist ja nix. Also das ist ja wirklich ein Witz. Das ist ein Viertel oder vielleicht nur ein Fünftel von dem, was du normal kriegst. Und dasselbe Gefühl habe ich bei Stärke. Ja, da kriege ich eine Angriffskraft dazu, ein bisschen Verteidigung dazu und so weiter. Und wenn ich da schaue, kriege ich wenigstens noch 2 Ausdauer und 1,5, 1,4 maximale Ausrüstung. Ist vollkommen richtig, 60 ist Hardcap bei Kraft. Schön, das hab ich zum Beispiel nicht gewusst, ich habe es nur gefühlt, habe ich es mir so gedacht. Selbiges aber auch bei Stärke. Also Stärke skaliert auch nicht mehr wirklich geil, muss ich ganz ehrlich sagen. Da skaliert es fast mehr bei Geschick. Ne? Ja gut, kommt auch auf die Waffen jetzt drauf, ist ja klar. Deswegen skill ich entweder langsam aber Sicherheit ein bisschen was in Geist, damit der blaue Balken ein bisschen größer ist, dann können wir öfter diese Skelettattacke machen oder was anderes. Oder eben in Kondition nur maximal bis 45 geht. Das darf halt gelangen, dass ich nur dauerhaft einen Bogen mitnehmen kann, den ich mir da ausgebaut habe. Und deswegen skill ich da jetzt auch hinein und dann müsste das passen. So, wir haben ja immer noch bei große Last, Bogen weg, das Ding weg. Und jetzt gehen wir Richtung Mock, weil ich nicht mehr Mock. So, was nehmen wir gegen Mock? Ich habe keine Ahnung. Kontern werden wir nicht recht viel kennen. Nehmen wir verbessert aufgeladene Angriffe oder einen Block. Ich bin erstmal ein Freund von Blocken. Aushalten ist erstmal wichtig. Erstmal schauen, was der Boss überhaupt kann. Softcap 50, Hardcap 60. Bei Stärke und Geschick kommt es auf die Waffe an. Ah ja, okay. Ja, schön, wir haben ein paar krasse Experten hierin. Das ist natürlich auch nicht ganz von Nicht-Vorteil. Gibt es jetzt da noch irgendwas oder... Ja, gehen wir zum Boss, Freunde der Sonne. Diesen Boss müssen wir töten. Dahinter ist, glaube ich, so eine komische kleine Kugel, wo ein Arm außerhängt oder so. Und das ist der Eingang zum DLC. Und ich glaube, das ist der Weg. Da war ich auch noch nicht. Ah, ich hab gar keine Waffen. Wieso hab ich keine Waffe da? Wir haben die jetzt Beton oder was? Wir nehmen natürlich schon mit. Oder wir scheißen einfach drauf. Außer da können wir nicht. Oh Gott, oh mein Gott. Okay. Piss die. Muss er sich jetzt die alle in der Schlag da und dann 3/4 hieben, bis ich da oben bin, oder was? Oh, was ist das? Ich hau mich drauf. Okay, krieg keinen Schaden, ich verpiss mich. Ich komm ich da überhaupt vorbei? Das war wieder mehr Dusel als Verstand. So, muss ich den Scheiß weg... Was ist denn da drin? Oh. Okay, ich hab schon verstanden. Ich geh wieder weg. Oh, ich hab Blutung, oder was hab ich? Okay, die beten alle da drin wahrscheinlich einen Schäfer. Okay, wir werden sehen. Was ist da drin? I have a very bad. I have a very bad feel. Jetzt bin ich wirklich gespannt. Schauen wir mal. Also, nochmal zur Ansage, wie wir die Bosse halten wollen. Oh, da kann ich schon. Was war mal? Machen wir Licht da? Ja, das ist gut benannt. Da kann ich schon ein Ding beschwören, mein Phantom. Was ich jetzt nicht tun werde, sonst muss ich mir wahrscheinlich wieder vor ein paar Jahren Birge, du Kacknoob! Ich werde es schon probieren. Einfach machen wir mal 3-mal. Komm! Was ist jetzt? Wenn du auf der Steuer einschläfst, dann schlage ich dich halt einfach. Okay. Ja, wer ist das? Wer bist denn du? Meine Güte! Tut mir schrecklich leid. Seid ihr als Kunde hier? Da kann man was kaufen schon hin. Kann man da kaufen? Blutige Eiterfinger. Blutstillende Boli, lindert drohenden Blutverlust. Die gibt's doch nicht zur Gaudi. Ich riech schon, wo der Hase hinläuft. Die kaufen wir uns jetzt einfach, das ist scheißgeil. Oh, Bohrbolzen. Auch nicht schlecht für 200. Nice to know, dass die da herum gibt. Wo sehen ich, wie viele Runen das ich habe? Ah, links oben. Okay, was ist das da? Verlorene Kriegsasche. Ermöglicht Duplizierung von Kriegsaschen. Das glaube ich, habe ich noch nie gesehen. Das nehmen wir pauschal einmal mit. Was ist das? Der Blutrose. Material zur Herstellung von Objekten. Weiß ich nicht, für was dass man das braucht. Und die Runenbögen. Was da kauft man es? Da kauft man es auch. Habe ich zwar noch nie hergenommen. Tue ich bei den ersten Boss-Tries sowieso nie. Ah! Ach, der kommt immer wieder. Ist das die Krux, ja?
Ey, wenn's mir hier jetzt erzählst, dass der Mock wieder irgendeine Scheiße kann mit sich, er heilt sie und dann kommt Phase 28 und... Hast du nicht gesehen? Bin ich da einigermaßen drin? Oh, Fürstenrunde. Das ist ja dicke. Bin ich da richtig überhaupt? Ist eigentlich der Like-Button Nigel gesmashed worden? Weiß ich nicht. Ist der Like-Button Nigel gesmashed? Irgendwas kommt hinter mir, ich hab's schon gesehen, jetzt haben wir erst mit das da. Den haben wir da. Ja, du schon wieder. Jetzt hab ich Duselcode. Komm. Ja, Schaden mag er schon ganz schön machen, gell? Ist das nicht. Schaust ein bisschen aus wie ein kleiner Mock. Gib mir Haut zu jetzt. Das ist übrigens auch was, diese, ich nenne es jetzt mal Kampftechnik, Mechanik, blocken und dann sofort countern. Das hat es in Dark Souls 3 auch nicht gegeben. Ich finde, das macht das Spiel auch nochmal ein ganz Stückel einfacher als... Oh, das sind deine Blärme, oder? Sind das nicht die, wo man Kriegsaschen, diese Phantome ausbauen kann? Ich weiß nicht, was hier geht. Verfolgt mich irgendwas? Ich hab ihn schon spawnen gehört, tu dich nicht runter. So, nochmal zum Boss! Oh, Bonfire. Das ist alles, was wir wollen. Oh, ich lache mal an. Was ist denn das da? Oh, das ist eine NPC-Invasion, ne? Die nutzt mir wahrscheinlich sauber. Probieren wir es. Wir probieren aber vorher holen wir uns das Ding, dass wenn wir sterben, damit nichts fällt. So, ich hoffe, dass ich einigermaßen richtig bin, ne? So. Gehen wir mal da rein und holen wir mal den komischen Typen daher. Schauen wir mal, was der kann. Der wird uns gleich also nutzen, also ist spät. Ach so, wir invaden da jemand anderen. Wen invaden wir denn da? Mausoleum der Mogwin-Dynastie. Was ist jetzt? Oh. Ich glaube, mistakes were made. I think mistakes were made. Tu mir Licht mal, ich kann nichts sehen. Wer kommt denn jetzt da? Das ist aber jetzt kein PvP, oder? Das ist schon ein NPC-Ding, das habe ich noch nie. You seek violence, heedless of my warning, though you be raised to a knight of the dynasty. I am pained to the very depths of my being. I'll ensure you regret this, my lambkin. Boah, du, mit die Scheißzauberei, Scheiße. Ja, fick dich mit deiner scheiß Kackzauberei. Ja, was halten die mir Schädel in die? Sag mal das. Wow, was hatten die für Waffen, die will ich haben? Weg von mir. Komm, hau jetzt. Das kann man nicht blocken anscheinend. Oh wow! Ja, block! So kann man das auch wieder nicht. Was ist denn das für eine miese Scheiße? Ich bock das auch. Das kann man nicht mehr blocken. Ja, sag mal! Was bist du für ein kleiner Hurensohn? Ja, so unfair wie der komische Rumgekotze. Oh, leck, der kann executen, der Wichser. Du kleiner Huren. Ja gut, wenn sie kann, kannst du auch. Das ist mies. Ich hab keine Estus mehr. Okay, jetzt wird's interessant. Oh, komm. Na, du Strau, ich spring halt. Na, das ist das Mieseste, du Wichser! Geht das unendlich?
Runenbogen. Krummfingermedizin. Das ist schon ein NPC gewesen jetzt. Ich glaube, ich bin ja noch nicht einmal online, oder? Bin ich online? Ja, der NPC von ganz am Anfang, wenn du aus dem Tutorial... Ach, der war das! Stimmt. Ja, das, was der Fahrer schreibt. Easy. Ja, und da liegt er schon hin. Kann ich mit dem jetzt schmerzen? Tatsächlich. Koryphäe Mog. Please grant. Bitte gewährt mir die Stärke, die ihr verspracht. Ich habe alles gegeben. Bitte, mein Herr. Tja, ich glaube, es ist... Time to die. Das hat er verdient. Dynasty. Ist es die Waffen? Ist es diese Waffen, die diesen Blutscheiß verursacht? Der hat mich mit einem Blärmischstrauß verdroschen! Was? Okay. Kann man machen. Ja, das, was der Lefty Lee schreibt. Wenn der Fight kein Like nicht wert ist, dann weiß ich es auch nicht. Ist er nicht, sag ich. Aber es ist ja, alle meine Estus brauchten, von denen habe ich viel. So, ist jetzt da irgendwo... Ach Gott, da haben schon wieder... Wo? Boss, wo? Muss ich mich jetzt da wieder durchprügeln oder was? Oder gehen wir einfach vorbei? Gehen wir einfach da vorbei, oder? Oh, da ist er... Okay, gehen wir einfach vorbei. Ich mach jetzt den Boss! Kann ja der Weg nicht ewig weit sein, das ist normal nie so. Weil bei Bossen stirbt man gerne in dem Spiel, heißt's. 2, 3, 8, 10 Mal. Kann passieren. Nicht mein beschissenstes Ah ja. Das habe ich natürlich auf Screenshots und in Videos schon mal kurz gesehen. Ja, dass da jetzt der Herr Boss kommt. Das bedeutet, wir haben uns jetzt einen Buff ein. Wir haben uns die leichte Heilung rein. Und dann lassen wir uns jetzt 3-mal verdreschen ohne Phantom, dann 3-mal mit Phantom. Und wenn das gar nicht hilft, dann muss ich euch dazu holen. Dann treffen wir uns. So, schauen wir mal, was passiert. Ich bin gespannt, was er kann. Dass immer alles maximal eklig sein muss bei From Software. Ist das wahrscheinlich der Arm von dem Typen aus dem DLC, oder? Oder ist es der Mock? Ich hab keine Ahnung. Depth Counter wird jetzt hart strapaziert gleich. Ja, ein bisschen Rodiletten aber. Liebe Kinder, niemals so, immer der Quer, sonst... niemals der Quer, weil du schneidest den Zähnen rein, immer gerade runter. Ja, Tipps gerne, wenn ich 3-mal verreckt bin und gar kein Land nicht sehe, dann, aber vorher, ich möchte schon selber auch ein bisschen experiencen. Alles klar, er kommt dann aus der Blutlockgasse und schaut reichlich wütend aus. Bussi aufs Handy, dann aufs Fussi. Dearest Mikola. Geliebter Mikola. Ha, gay! Oder ist sie? Weiß ich nicht. You must Für abide kurze alone Zeit a while. Ist der Mocker sie? Kann sein, oder? Oh, er schaut schon schön. Welcome, honored guest, to the birthplace of our dynasty. Das Art-Design von From Software ist so fucking awesome. Es ist... Okay, so, schauen wir mal. So, Mr. Mock, mir ist zu Ohren gekommen, dass Sie ziemlich wütend sind. Das werden wir jetzt gleich mal überprüfen. Erst mal schauen, ob man blocken kann. Was ist los mit dir? Hau dir erst mal. Okay. Chill. Ja, okay, das muss man wissen, dass der noch mit zu... Das war ein scheiß Zeitpunkt zum... Das weg! Ja, das haben wir schon verstanden. Oh, leck, Alter, macht der Wichser Schaden. Bist du bescheuert, oder was? Kreisliger langer Schlag.
Keine Ausdauer mehr, chill. Ich hab auf Springer gedrückt, du Arschkind! Ah, was ist das für eine Kacke? Okay. Immer mit Level 2. Weg, 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 weg! Okay, passt. Nicht greedy werden, nicht greedy werden. Ah, was ist das für eine Kacke am Boden? Was? Ja, Alter, was soll denn da tun? Oder der heilt sich. Oh komm. Ja, hab schon verstanden. Das ist mehr gewundert. Okay, weg, okay. Distanz, Distanz, Distanz. Distanz kriegen wir keine. Oh, leg mich am Arsch. Okay, 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 ist gut. Ich darf mich so generieren. Lass mich mal irgendwo hin. Oh, komm, Alter. Okay, also, wie ich schon erwartet habe, bei 50% geht's erst los. Hab schon verstanden. Ich lasse am Stream Deck gleich einmal den da. Wird nichts passieren. Okay. Marikas Pfahl. Scheiße, ich weiß nicht, was vorhin, dass ich da aktiviert habe. Ich probier's einmal schnell. Hashtag Zero Deep. Hey, aber fürs erste Mal war gar nicht so schlecht. Keine Ahnung, ich weiß gar nicht, was der kann. Scheißegal. So, wir buffen uns wieder. Okay, aber was war denn das für eine Scheiße? Was tun denn da? Da wenn ich mich nicht Vollgas heil, bringt er mich einfach um. Und er heilt sich, der Wichser. Ja, wird nicht helfen. Wir haben uns einfach dagegen heilen müssen. Keine Ahnung. Wird schon passen. So, nochmal. Schauen wir mal. So, Mr. Mock, come at me, bro. Show some respect, bro. Konzentration, nicht umeinander pimmeln. Eine lange Schlauge sein. Okay, nicht greedy werden. Ich muss mich halt auch irgendwann einmal heilen! Ja, da tut er noch nicht fähig. Vor allem kannst du dich dran während der Fähigkeit, der Ernst? Blocken scheint nicht so gut zu funktionieren. Okay, chill. Da hilft nur weg. Weg! Das haben wir vorher schon gelernt. Jetzt wäre es geil, wenn du mit dem komischen Scheiß wieder bei 50% anfängst. Nein. Oh, Glück gehabt. Oh. Na, scheiße, scheiße, scheiße! Dring! Oh, komm! Ja, chill ein wenig! Ach, ich hab alle meine...
Jawohl, in meine Heilung verschissen, ich Vollidiot. Okay, now it's gonna be interesting. Das ist dann ein abgefahrener Zug. Achso, vorher habe ich noch. Überall ist der Scheiß am Boden. Du Kult. Weg, du Vollidiot! Ah, der ist mies. Ah, die scheiß Feierkacke da am Boden! Das kannst du nicht blocken. Holla die Waldfee. Was tust du? Es gibt hundertprozentig. Gibt's irgendeinen Trick gegen den? Hundertprozentig, dass man das irgendwie umgehen kann oder blocken kann oder ignorieren kann oder was auch immer, weil das zirkt da automatisch schon 3 ist, das aus der Fresse. So, letzter Try ohne Phantom. Ich verstehe schon, warum er einer der Schwersten ist. Der hat seine Robin. Das ist halt auch mies. Also dann alles, du kannst nicht mehr da hingehen. Konzentration. Der lange Schlag macht mich narrisch. Da, der macht mich auch narrisch. Der macht mich auch narrisch. Jetzt gebe ich da Sehne noch mit. Dann gönne ich mir. Probieren wir es mir ohne Schädel. Gönne ich mir noch einen. So, hier ist noch mehr. Der scheiß lange Schlag! Kleiner Wichser. Ich kann einen Notreißen mehr machen, ich werde nicht dodgen. Komm. Und wieder. Mein Kruzifix. Mein Kruzifix, du fettes Arschloch! Was druckt mich für einen Scheißsack? Sag selber. Oh, da wieder mal mit Gel. Okay. Jetzt habe ich da links oben geschaut. So, ich kann ich doch nicht irgendwo hingehen, wo du umeinander haust, du Kackfrisur. Ach, Alter. Candy. Oh shit, ich hab das falsche Ding drin. Jetzt war's wieder. Kruzifix, weil ich die falsche Flaschen drin. Okay, aber fuck you, du dämliches Arsch. Also bei der zweiten Phase sehe ich überhaupt kein Land nicht. Ich sag da überhaupt nicht, wann ich da ist alles für ein Feier, da ist alles für ein Ding. Puh, Freunde der Sonne. So, baufreien Phantom raus. Schauen wir mal, was dann passiert. Ja gut, sieh schon raus, warum der vielleicht ein bisschen ein Problem ist. Tun Sie sich nicht hinunter. Phantom, wo? Das müssen wir jetzt zur Hilfe holen. Das sollte, also es muss ja auf alle Fälle bis in Phase 2 überleben. Und hoffentlich hält das mehr aus, in der er nie. Ja, du mit deiner behinderten Scheiße da
Wieso bin ich eigentlich schon wieder dreiviertel hin? So. Und das ist halt, was so viel einfacher macht. Okay. Okay. Zeit ist auch. Zeit ist auch. Ich kann doch mir gar nichts, der Typ. Was möchte der denn? Und deswegen ist so, also, oh, man, ganz ehrlich. Es ist halt fast wie Cheaten, oder? Die Phantome sind sauber krass, Mann. Ich muss noch 2 Depth sein übrigens. Da hab ich vergessen, ja, stimmt. 287 gesammelt, oder? Das ist 2 wieder schlimm. Wie, das ist schwer, verstehe ich Frage nicht. Max große Rune haben wir gekriegt. Und Echo des Blutfürsten, das ist tatsächlich auch ein ganz großer Boss. 420.000 Runen! LOL. Okay. Alles klärchen, Freunde der Sonne. Das Phantom ist sauber krass. Und auch nicht bloß das mein Duo-Phantom, sondern auch die anderen. Der ganz krasse Unterschied ist einfach, der Boss konzentriert sich dann nicht mehr nur auf die, sondern halt auch mal kurz auf was anderes. Und dann kannst du hingehen und kannst einfach reinprügeln wie ein Vollgasnarischer und er fällt halt einfach um. Er ist nicht einmal zu seinem ist er nicht einmal gekommen, weil wir einfach da Schlung haben. Und das ist halt so, ich fühle mich halt nicht, als hätte ich den Boss geschafft, so. Es nimmt Aggro weg, genau. Ja, es ist immer so, der Letzte, wo er den meisten Schaden kriegt, oder entweder von mir oder von meinem Phantom, da konzentriert er sich drauf und dann hast du einfach Zeit, gehst hin, machst eine Fähigkeit und die macht nicht schlecht Schaden, da gibt es mit Sicherheit gibt's Sachen, die viel mehr Damage machen, aber das ist mir wurscht, mir gelangt das so. Ja. Ja, das sag ich dir ganz ehrlich, über was ich mich gefreut habe, vor allem bei so Bosskämpfen ganz links oben, die zwischen der grünen und roten Leiste, das ist meine Magieleiste, wenn die auch total länger war. Ja, dass ich diese Spezialattacke dort, die kann ich jetzt schon nicht mehr machen, dass ich die 2-3 Mal öfter machen kann, ohne dass ich den blauen Scheiß das saufen muss, weil ich mich da unten wieder verdue und dann meine ich so, oh ja, der Boss, oh scheiße, ich hab mich kaut, ich mag mich heilen, wieso heilt er nicht? Oh scheiße, weil ich die falschen Flaschen drin habe. Tja, dann hätte das Phantom dann ins Spiel einführen dürfen. Sag ich dir ganz ehrlich, das ist eine richtig gute Entscheidung gewesen von From Software. Warum? Die Phantome machen Bosse ja, das hat man jetzt selber gesehen. Denn wenn ich jetzt ohne Phantom habe, dann hätte ich noch 10-mal probiert. Und dann glaube ich, war ich immer noch nicht weitergekommen. Sag ich dir, wie es ist. Dann hätte ich auf euch gehört. Irgendwann hätte mir dann irgendjemand gesagt, dass irgendwie kann man mit Sicherheit den Nihil-Scheiß da umgehen, irgendwie 100%ig oder irgendwelche anderen Tipps. Ich habe auch irgendwo schon gelesen, ja, die Leute, die mag mit Glitch machen. Gibt es wahrscheinlich irgendeinen Glitch? Ich kenne ihn nicht, ich weiß, wir werden es nicht mehr herausfinden, weil ich habe einfach mit dem Phantom erschlagen. Und wenn das jetzt auch nicht funktioniert hätte, dann hätte ich mir irgendjemand mit Level 250 von euch einer geholt. Aber das Phantom ist schon gescheit krass. Es ist halt ein Abbild von mir selber mit den gleichen Stats, die gleichen Rüstungen und so weiter und es hält bloß mehr aus. Naja. So, jetzt haben wir einen Geist und einen Kondition. Das ist ein guter Deal, hä? Gibt eine Träne für die Arzneimischung, die gegen Nihil immun... Ah, sechstes. Sechstes. Phantom ist gleich Anti-Frustknopf. Ganz ehrlich, ich sag's dir, wie es ist. Wenn diese
3 Kernmechaniken, die jetzt vielleicht Leute, die Dark Souls und so weiter nicht gespielt haben und vielleicht auch noch nur Elden Ring oder nichts anderes, beides nicht gespielt haben. Die 3 Unterschiede zwischen Dark Souls und Elden Ring, was Elden Ring so viel einfacher und zugänglicher macht für Nicht-Souls-like-Spiele. Die Phantome, da gibt es ja nicht bloß das, was ich da habe, sondern ganz viele andere. Warte, können wir ja mal anschauen. Da, das Ganze zeigt da. Aber ich finde halt, die stärkste ist einfach die Imitator-Asche, da wo die du einfach duplizierst. Und da kannst du auch noch die fette Ritter und Wölfe und Zombies und so weiter. Der da Asche der Skelettmiliz, die habe ich eine ganze Zeit lang gehabt, die habe ich auf plus 7 gelevelt. Dann die Wölfe habe ich eine ganze Zeit lang gehabt. Und die machen das Leben schon sehr viel einfacher. Nummer 1. Nummer 2. Da hat es in Dark Souls nicht gegeben. Was in Dark Souls auch nicht gegeben hat, ist Schädel Viere halten, wenn der Schlag kommt, du einen festen Schlag drückst, da kommt doch über dieser komische Ton, dieses Ching. Ja, dieser Konterangriff, den hat es in Dark Souls nicht gegeben. Alles, was in Dark Souls gegeben hat, ist parieren. Das heißt, wenn der Schlag ankommt bei dir, musst du in der richtigen Sekunde auf einen Spezialblocken drücken. Dann staggerst deinen Gegner und dann kannst du ihm das Hacke, also dann hast du Zeit, Hit zu gehen und dann kannst du ihm diesen Finisher-Move einhauen, der richtig krass viel Schaden macht. Gibt's aber da auch. Und das dritte, was es in Dark Souls nicht gibt, beziehungsweise nur in Ultra beschissen und keiner tut es so, ist das hier. Ja? Du kannst in Dark Souls nicht springen. So wie da. Das sind für mich die 3 Major-Änderungen, die das Spiel so unendlich viel zugänglicher gemacht haben. Und vor allem, ich konnte das verstehen, wenn jemand keinen Bock hat, da jetzt 85 Mal den Mock zu probieren und immer wieder zum Sterben. Ja, irgendwann ist der Frustlevel einfach erreicht, das wird deinstalliert, fuck you, schlechtestes Scheißspiel ever. Kann ich nur nachvollziehen. Aber das hat man in Elden Ring geändert. Und das macht es schon gewaltig für einen, was da jetzt der krasseste Beweis war. So, ab zur Malenia! Schauen wir mal, was ich so kann! So, was kann ich da eigentlich machen? Ja, genau. Und das hier ist, glaube ich, dann anscheinend der Eingang. Was war denn das jetzt für ein krasser Ruckler? Und das hier ist dann wahrscheinlich der Eingang zum DLC. Und direkt da haben wir ein Bonfire, haben wir das schon freigeschaltet. Ja. Wollen wir schon mit 85 Rise sein? Malenia incoming. Oh Gott. I have a very bad feeling about this. Aber ja, bestätige, auch wenn ich jetzt mit dem Phantom der Schlange habe, Mock einer der schwereren Gegner im Spiel, kann ich sofort Ja sagen dazu. Wenn ich glaube auch, oder ich habe halt First Try der Schlange mit dem Phantom, deswegen habe ich wahrscheinlich sein ganzes Potenzial nicht erkannt. Ich glaube, der Maliketh ist ein ziemlicher Hurensohn. Also der ist ja bloß, also in der ersten Phase ist er ja so ein komischer Mönchtyp. Das war akzeptabel, war auch schon ein Teil lästig, selbst mit Phantom. Aber in der zweiten Phase, der springt ja bloß umeinander. Der Labi schreibt, Birger, Radan ist auch DLC-Requirement, falls du den doch an Radan habe ich schon. Ich dachte, Mock kommt nach der Malenia. Sorry, ich bin nicht so drin in Elden. Ja, ist wurscht. Das war jetzt der Mock, das war der wichtige Boss für heute. Den müssen wir für Freitag freischalten. Wir sehen uns übrigens am Freitag, 20 Uhr. Elden Ring DLC kommt raus. Und jetzt sind wir bei der Malenia. Und ich hoffe, dass wir die Cutscene nochmal sehen, weil die ziemlich cool war eigentlich. Hashtag starke Frauenrolle. Schauen wir mal. Kommt der nochmal? Scheiße, kann ich den noch mit. Okay. Ich probier's wieder 3 Mal ohne und ich hab keine Ahnung, was ich kann. Letztes Mal ist einfach hergecharged, hab mir aufgespießt, ich war hin. So, gute Frau. Kann man die blocken? Ja, oh, die kann man sogar staggern. Oh. Na. Au. So viel dazu. Okay, machen wir so. Und Konzentration. Komm, wir dürfen uns noch nicht bocken lassen, habe ich schon gesehen. Machen wir mal lieber voll. Du, ist also dermaßen schnell, Alter. Ja, Candy! Das hat doch gar keinen Schaden gekriegt. Warum nicht? Alter, heilt sie die mit jedem Schlag. Ach komm.
Ach, lol. Ach komm. Oh, okay, ja gut, jetzt verstehe ich. Okay. Hab schon verstanden, brauchen wir nicht weiter schmerzen. Ja, super. Na! Ja! Okay, chill. Man darf sich gar nicht treffen lassen, ich verstehe. Heilt sie dir auch, wenn ich's block? Alter. Ja, Kim. Die Fotze. Okay. Heilt sie dir? Ich sehe jetzt wieder nicht. Na, oh, leck. Okay, das wird lustiger. Das muss Phantom wieder regeln. Oh, ich sehe gar keine, ich habe überhaupt keinen Schaden nicht gekriegt. So, jetzt schauen wir mal, ob sie die auch heilt, wenn ich block. Komm. Vielleicht muss man einfach aggressiver spielen, keine Ahnung. Ach, die heilt sich ganz schön. Oh, leck, Alter, wie sollst du das machen? Oh, leck. Die Mistsau. Ja, die heilt sich tatsächlich auch, wenn ich block. Alter, was ist das für eine miese Scheiße? Oh, was bist... Ja, im Canestus mir die komplett leben. Alles klar. Gut, nächste Runde probieren wir ein bisschen aggressiver. Vielleicht muss man da einfach mal... Das Blocken bringt da einen Scheißdreck, weil die... Dann machen wir es beidhändig. So, ich hab noch genau einen Schlag frei. Komm her! Komm her, du! Machen wir einfach so! Komm her, mir. Alles klar. Sofort verstanden, was geschlagen hat. Oh, wow. Und es gibt Leute, die machen die halt ohne dass sie einmal getroffen werden. Da speist lang hin, bis du die Movesets drin hast. Oh mein Gott im Himmel. Die schaffe ich nie. Die schaffe ich nie. Und ohne Phantom schon gleich dreimal nicht. Und ja genau, Waterfall ist wahrscheinlich die eine Attacke, die... So, jetzt, ich weiß nicht, wie man da jetzt vorher aggressiver einfach. Probieren wir es einfach mal. Ja, komm! Das war nix. Ach komm, meine Juckmann, die hab ich schon wenigstens ein bisschen gedamaged. Alter, was ist das? Was ist der sogenannte Waterfall? Ja, sehe ich das richtig? Na, was tue ich? Ah, hört auf! Ja, leck, bist du eine miese dumme diese Die heilt sich halt mit jedem Schlag, den es trifft. Was tut denn die? Ja, sag mal, was ist das denn?
Ach, also, Drohnen sind mir wurscht, oder? Alles klar, Alter. Ja, okay. Wo war jetzt, der Stefan macht mal einen soliden Eindruck, der Labi macht mal einen soliden Eindruck und irgendjemand war Level 250, irgendjemand muss das machen für mich. Das, nein, gebe ich freiwillig zu, für das bin ich nicht schlecht. Und, also, die war schon machbar, aber sehr lang. Bis du die Moves jetzt kannst, Alter. Oh shit, ich hab was vergessen. Marlene, ja, chill mal nur kurz, ich muss mich schon nicht buffen. So, passt. Also mit Schädel brauchen wir noch nicht anfangen. Sag ich dir gleich schon. Jetzt hat's einfach geruckelt! Ja, das ist das Allerbeste, dass du umeinander fliegst wie ein Scheiße! Ja. Was soll denn die Rucklerei jetzt eigentlich? Ja, toll. Ja. Was soll denn die Rucklerei jetzt da? Ja, kannst du nur mit 4 Sekunden Start halten! Oh, komm. Ja, über. Kannst du komplett wissen. Meinen starken Schlag bringe ich auch nicht raus, weil die Sau jetzt schnell ist. Das ist vergessen. Alter, auf dem kann man nicht ausweichen? Möchtest du mich jetzt bloß so verarschen? Okay, das ist unfair. Also wenn man dem nicht ausweichen kann, ist es einfach nur unfair und sonst nichts. Ja, komm. Triffst du da nicht einmal mit dem Ding, gell? Vergiss es einfach. Alles klar. Ich schreibe jetzt da mit 2 Tipps drauf, ich weiß nicht, wie viel war leck, Alter. Alles kannst du leck. Ja, Respekt an die Leute, die sich das so lange anhören und die so lesen können. Vielleicht gibt es auch irgendeinen Trick, keine Ahnung. Aber das schon, ich habe sofort verstanden. Und das Krasse an ihr ist, dass sie sich mit jedem Schlag heilt. Das ist narrisch. Das ist aber auch schon kurz vor unfair. Das ist so richtig geil ist nicht, muss ich sagen. So, hey, Phantom! Schauen wir mal, ob wir da auch einfach aufhauen können und dann wird schon passen. So, einmal heilen bitte. So, hey, Phantom, nein, du laufst gar nicht so schnell her, da tue ich gleich mit meinem Schädel lassen und dann so. Hey, Mr. Phantom Sepp, wir prügeln mir jetzt einfach, machen wir wieder Robbenkloppen. Ich will Robbenkloppen. Ja, die schlagen wir jetzt einfach, super aggro. Super aggro sind wir mir jetzt. Sie so auch aggro merken. Der Feuerwehr, Waterfall! Da geh ich aber weg, das tankt mein Vieh. Au! Okay, das war nicht so gut. Ja, aber voll rein! Haben wir voll rein, Kim! Phantommann! Das kriegen wir. Snagger! Du Furze! Ja, da gesessen, du Bitch! Allen? Phantom muss tanken. Ja, da ist gut im Winkel! Oh! Ja, Phantommann, du tankst es schon. Ich hab aber so gekriegt. Hau einfach drauf! Ja!
unten! Hashtag easy. Willkommen bei From Software Spielen. Gar nix. Du die gar nix. Wait. So habe ich gemeint mit Willkommen bei From Software Spielen. Jetzt geht's nämlich erst los. Ja, das habe ich auch gewusst. Wenn ich mich da mit zu der nicht 2 Jahre lang spoilern lasse, jetzt bin ich gespannt. Jetzt wird's richtig ekelhaft. Jetzt bin ich gespannt, Alter. Oh Gott, jetzt ist richtig scheiße wütend, Mann. Wieder das Art Design von fucking From Software ist so fucking insane. Ich liebe es. Es ist so insane. You will witness true. Ihr werdet lernen, was wahres Grauen ist. Oh, gar kein Arm. Wo haust du mal an? Du blinder Uhu. Depp. Oh Gott. Now, rot. Okay, tschüss! Oh, jetzt bin ich gespannt. Ach. Wo haben wir... Oh, was? Ich lauf das Wochenende. Ja, super. Spitze. Spitzenklasse. So, wo ist denn mein Phantom? Gehen wir gleich mal her, gleich mal voll drauf. Oh, nein, der Waterfall. Ah, nein, nicht wie! Ah! 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 Nicht, oh no. Ah, ouch. Phantomhaus! Ha, nicht mich! Ah! 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 Geh weg von mir! Ah! 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 Okay, jetzt wollen wir heilen. Wollen wir nachfüllen und dann haben wir drauf. Komm. Jetzt, Leute, die reagiert so beschissen. Nicht der Waterfall! Nein, nicht! Nein, jetzt los, hör mal! Hör mal jetzt über den anderen! Au! Ah! Ah! Oh, Alter! Oh, Alter! Komm, jetzt hau mal wieder den anderen! Komm mal die Azteken! Ach komm, jetzt gibt's uns einen Roundhouse-Kick beiden. Ach du Scheiße. Oh, was ist das? Oh, was willst du denn? Was ist das alles? Was war denn das jetzt wieder? Alter, Gott. Ja, weg! Nein, nicht reinge! Oh shit, jetzt bin ich allein. Oh, Scheiße, Mann. Oh! Na, nicht, was ist das wieder? Ich seh nix! Lauf! Oh, ich hab ich noch irgendwie... Heilung. Na, was tun die? Nein, 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 nein. Oh. By the scarlet rot. Der muss nur ein bisschen besser laufen. Die müssen bloß ein paar Mal mit dem Drescher erwischen, die kriegen wir schon. Boah, aber leck mich am Arsch, Alter. Ohne Phantom, solo, meine absolute Hochachtung, das ist ja völlig insane. Das ist ja völlig insane. Die ist ja in der ersten Phase schon richtig narrisch. Aber das zweite... Komm, hör mir auf, du. Komm, hör mir auf, du. Leck mich am Arsch, Alter.
Ja, From Software, das ist halt der Noob-Filter. Und ich bin ein Noob, so der Freiweg, was ist, was das betrifft, vergiss es, Alter. Schau, ohne Phantom überhaupt keine Chance. Unter 30 Stunden da ohne üben oder was weiß ich. Heilige Scheiße ist die. Ja gut, nochmal, aber mit Phantom. Ohne brauchen wir es gar nicht probieren, das ist ein völliger Kolder. So, Phantom, ich kann die gleich einmal brauchen jetzt da. Wo ist denn mein Schädel? Da ist mein Schädel. Nein, was tue ich nie? Oh, unangenehm, das wollte ich nicht. So. So, einfach reinprügeln. Okay, ziehen uns, hab ich gemeint. Was ist denn jetzt? Ist es jetzt auf Koks oder was? Ja, auf das hab ich gewartet. Gib ihn. Na! Du Vollidiot, hast es aus dem Steak rausgehauen! Ach. Nein, nicht. Oh, leck, man kommt durchaus weiter. Okay, bin ich dead. So, geh mal lieber. Hätten wir eigentlich gehen sollen. Wo ist der Fireball jetzt her? Da bist du vollkommen besoffen. Ja, zweimal mit dem Ding. Sehr schön, sehr schön. Ah, jetzt hast du ganz schön hier auf die Nuss gekriegt, gell? Gute Frau. Das Phantom tankt so fei, aber ist jetzt schon wieder dreiviertel T. Und ihre Feind überhaupt kein Leben nicht, weil sie sich heilt wie ein Arschloch. Was für ein Witz. Ach, jetzt gingen beide daneben, oder? Natürlich. Lassen wir uns einfach da schlagen. Ah, das war nix. Das war nix. Na, Kinder, das war nix. Da muss man sofort super Angebot drauf. So, zweimal probieren wir es noch, dann hole ich jemanden von euch. Nochmal übrigens als Passwort für den Multiplayer. Es muss man sowieso erst einmal erklären, wie ich da jemanden reinrufe. Ich weiß nämlich nicht, wie das geht. Ich weiß bloß, im Multiplayer habe ich das Passwort Bier eingeben. Und dann muss man mit den Rufzeichen am Boden das irgendwie machen, aber wie das genau funktioniert, weiß ich nicht. Da gibt es wirklich Leute, die es einfach so machen, ja. Weil gerade jemand fragt. Das sind halt einfach From Software Tryhards. Und an meine Hochachtung, das ist völlig narrisch. Oh, die Rumspringerei macht mich irre. Wir müssen aber bloß mehr DPS machen, wie sie sie heilt! Oh, das ist ein Wasserfall, das ist schlecht. Das ist bei mir immer Zeit. Nein, das wollte ich nicht. Na, als Haus ich aus dem Steiger raus. Diese Rumwichserei. Phase 2. Lobby ist Level um 170 und eng geblieben. Gut, ich weiß ja sowieso nicht, wen ich da einziehe. Ich bin nicht eng. Ich hab keinen New Game Plus. Mein erster Malinia Kill ever. Blasphemous Play plus L2 Taste Facecam. Weiß wer welchen Level und welches NG Plus der Bürger ist. NG Plus 0 Level 158. 160. Irgend so. Ich weiß ehrlich gesagt. Ja, das können wir überspringen, das haben wir schon gesehen. So, wie ich dem da ausweiche, war übrigens einmal ganz nice to know. Ah, okay, einfach rollen. They see me rollen. So, und jetzt prügeln wir es einfach zur Scheiße da drin. Nicht auf mich. Nein, nicht auf mich. Nein, nicht auf mich. Los mir jetzt in Ruhe, geh auf mein Phantom. Geh auf mein Phantom, ja, prügelt das einmal da. Oh, shit. Drauf! Oh, da gibt es ein Roundhouse. Na, nicht.
Ja, da stehst gut. Sehr gut. Na. Okay, ich muss das Ding nachladen. Phantom halten ein wenig. Da sehe ich meine Opportunity! Hau in den Trap! Ja! Ja! Hat die nur eine dritte Phase? Extraordinary. The mark of a true lord. Okay, mit Phantom. Das lasse ich aber dort sein, weil die ist ja völlig geisteskrank. Easy! Ja! Einfach zusammendreschen! Alle guten Phasen sind 3. So, wenn ich da jetzt noch mehr reingehe, dann habe ich da jetzt keine Runen dafür gekriegt. Echt jetzt? Heil, ich hab schon gesehen, ich hab eigentlich schon mit dem Schlimmsten gerechnet, ich hab die Scharlachfäule schon gesehen. Der zeigt nicht First try, bitch! Ja, Alter, aber ohne Phantom. Alter, leckt mich bloß am Arsch, Alter. Das sind Geistesgestörte, die sie dies odern. Hand hoch! Hand hoch da herin, ohne, also jeder, der reinsuchtelt, der so ein Suchtel ist, der das spät weiß, dass es absolut ehrenlos ist, wenn man da jetzt in den Chat einer liegt. Wer hat's gesolot ohne Phantom? Was ist jetzt da? Gibt die keine Runen nicht? Ich hab jetzt gemeint, ich krieg wieder 500.000 und kann eine leveln wie ein Behinderter. Ist das alles da? Scheiß gestohlene Blärme! Hol deine Runen, weil du gestorben bist. Was? Wo bin ich denn da gestorben? Die? Ach, die liegen da. Ich seh's nicht gescheit. Das ist meine... Ach, da haben meine Runen. Ach so! Ach, da haben 480.000, ja. Der Herr Schwarz, der Nico, der Alfarius, der Striker Mike, nur einmal. Alle außer du, Bürger. Ja, genau. Sammel deine Leiche ein, hab ich schon. Labi, dankeschön. Ich aber nach 20 Stunden. Das glaube ich das sehr gern. Malenia war der Brocken von meiner Disk, danach habe ich die Disk zerstört. Kann ich nachvollziehen. Vor allem, wenn es so ganz knapp hergeht. So. Und da brauchst du jedes Estus. Ich habe aber ca. 40 Versuche mindestens gedauert. Ja, ich weiß nicht, ob ich es... Da hätte ich nicht überleben. Ja, wobei, bei Sekiro hat es ein paar Bosse gegeben, da habe ich glaube ich auch 40 Mal gebraucht. Kann bei Sekiro sich jemand erinnern an diesen Mönch auf der Brücke? Wolleck mit dem Weih fast ausgerast. Ja, Freunde der Sonne. Jetzt Drachenfürst Placidusax. Wer ist das? Wo ist der? Schlag mal zusammen! Wo ist der? Jetzt machen wir erstmal Level. Kondition? Kondition mal 2. Schön, dann habe ich meine Wunschstats beieinander. 60, 15, 45, 65. Easy. Tja. Easy! Und wir haben übrigens mittlerweile Level 163. Der Mikiri-Filter. Farum Azula. Was war Farum Azula, glaube ich? Achso, da ist der. Placebo 6 in Farum Azula. So, jetzt muss ich schauen, wo ist Farum Azula? Wo war denn das, glaube ich? Da müsst ihr mir jetzt dirigieren. Na, es ist halt schon wieder 5 nach halb 10, möchtest du mich verarschen. Das ist für mich der aller... Also Elden Beast habe ich schon gelegt, ja. Also durchgespielt habe ich es schon. Pass auf. Ich weiß. Aber auch mit Phantom. Ich habe alle Bosse mit dem Phantom gemacht. Ich habe am Sonntag nach 2 Jahren wieder zum Spielen angefangen. Ob man da in der ersten Stunde denkt, Alter, ich krieg nur aufs Mal, bis ich da drin bin, bis Freitag schaffe ich nie. Und dann habe ich da nicht lange umeinander pimmelt und dann hat sie wieder volle Kanone. Da wo Malekith ist. Ah, okay, ja, ich verstehe. Das ist dieses, zeigt da rechts außen, gell? Das ist dieses Sturmdings da. Dann sagt ihr mir, wo ich mich hin dingsen muss. Drachentempel an der großen Brücke, Drachentempel Dach. Malekith. Ich weiß zwar nicht, ob ich den schon habe oder nicht. Was ist denn das? Ist das der Fett? Ich hab da ein paar Drachen zusammengehauen. Das weiß ich. Das hab ich offstream gemacht. Am Sonntag und Dienstag. Sturmbalkon. Hab's allein geschafft mit Level 140 ungefähr mit dem Blackblade von Malekith, okay? Tempelaltar, glaube ich.
Schauen wir doch einmal. Temporal Talk, gehen wir da her. Einer schreibt Brücke. Das ist der Altschauerberg. Was habe ich nicht wieder da? Ach ja, da waren die zwei, die Duo-Bosse herin. Brücke, glaube ich, und dann zurückgehen mit Lift. Nee, der ist verreckt. Brücke, also sehr viel schreiben. Ach, ist ein Geheimboss. Okay, dann habe ich ihn, glaube ich, noch nicht. Drachentempel, viel sagen Brücke, dann gehen wir mal Brücke. Ihr müsstet mich leiten. Ich glaube, ich habe in einem Short irgendwas gesehen davon. Glaube. Das. Brücke, Lift. Brücke. Fehler schreiben Brücke, das da ist aber nicht der Lift, gell? Da ist der Reiter gewesen, der hat mit mehreren Versuche, 6 Versuche gekostet, der Malekith da drin gar nicht. Also wieder zurück aus. Okay. Ja? Das ist der Geheimboss, ja. Einfach dem Geschrei nach. Umdrehen, zurück, Lift runter. Okay, wo ist der Lift? Ah, da ist der Lift. Wie gesagt, ich habe das Gebiet genau einmal gesehen, ich bin da einmal durchgelaufen und dann habe ich es nie wieder gegeben. Joyce! Welcome to the squad. Fräulein Joyce. Ich meine, ich hoffe, ich sehe es richtig am Hand vom Beutel, nicht, dass ich mich da jetzt vertue. Ein weibliches Mitglied, das eine Malenia Solo. Was? Nur für die. Da ziehe ich nicht meinen imaginären Hut, da suche ich mir irgendeinen Hut und den ziehe ich dann. Warum ich jetzt da so einen Aufstand mache bei einer Frau? Weil diese Art von Spiele für Mädels eher ungewöhnlich sind, ja? Wenn mir da jetzt wieder einen Sexisten nennt oder irgendeinen anderen Scheiß, halt dein Maul. Joyce, press F für Joyce. Danke für die Mitgliedschaft. Kuss auf die Nuss. Ich hoffe, ich habe mich nicht vertut, dass du ein Mädel bist. Ich sehe bloß das Beutel vom Weiden. So, wo sind wir? Hast du auch Morgoth? Gute Frage. Ich glaube schon. Der Morgoth gehört ja zu den Hauptbosse, oder? Den haben wir, glaube ich, sogar im Stream gemacht. Da gibt es eine kleine Plattform, wo du zu ihm kommst. Schau hier, wer da ist. Den stehe ich mir jetzt schnell von hinten ab. Wer zaubert denn da schon wieder irgendeinen roten Scheißdreck umeinander? Du Arschloch! Putzen kannst du haben! Alter, die können durch die Wind zaubern, das ist das allerletzte. Ich muss jetzt noch schnell erschlagen. Dann müssen wir die Lage sondieren, wo wir sind. Alter, au! Wieso habe ich mich jetzt geheilt? Das weiß ich nicht, aber ich tue mir einen Buff ein. Ach, danke für die netten Worte, Birger. Ja, um Gottes Willen. Sowas gehört schon einmal. Das Wölfchen schreibt, ist auch so. Ich hab's beim Fox versucht, ich habe einfach keine Frusttoleranz bei sowas. Foxy, du bist ja genauso. Du bist ja. Wölfchen, Entschuldigung. Du bist ja genauso so eine Ausnahme. Es gibt halt einfach nicht so viele Gamer-Girls. Ja? Und dann auch noch Gamer-Girls, die sowas da spielen. Das gehört einfach mit Hochachtung begrüßt. So. Also. Das Blöde ist halt, da ist immer ein bisschen Streamverzögerung. Ich weiß nicht, ihr müsst zwar sagen, wo ich hin muss. Raus und die Klippe runterspringen. Also da jetzt aussehen und die Klippe, und da kann man irgendwo Klippe überspringen. Ja, aber einfach nicht in Tod wahrscheinlich, oder? Da muss ja irgendwo eine Plattform sein, wo man aufspringen kann oder so. Muss ich zugeben, da war ich wirklich nicht oft. Ich weiß, dass da unten ein fetter Drache steht, wenn man jetzt da weiter oben läuft. Den habe ich aber schon erschlagen. Das weiß ich. So, und irgendwo... Ja gut, jetzt sitze ich da im Weg. Da oben springen. Bei den Bäumen geht's runter. Ich möchte jetzt einfach nur ganz oft Ja lesen, da oben springen. Genau, Florian, der Heller, okay. Hab bisher nur Dark Souls gesagt, Lea. Ganz ehrlich, wenn der Dark Souls gefallen hat, dann ist Elden Ring die... Oh shit. Okay, tschüss! Goddammit! Scheiße. Ja, it is what it is. Okay? 292. Maul halten. Hat keiner gesehen. Fix. Ja, man sagt aber den einen. Ach, hoppala, andere Richtung. Man sagt aber den einen Vorsprung nicht gescheit. So, ich rede jetzt da an den Idioten. So, 120.000 Runen AD.
So, ist jetzt das wieder, wo ist denn der hier? Ist da 6 und nichts, ist der Stockfinster, ist Kruzifix nochmal! Scheißdreck, geistig Dumme! Minus 100k, Erinnert's mich dran, die meisten von euch werden es schon kennen, vielleicht sind aber auch ein paar dabei, die es noch nicht kennt haben. Ich habe da eine nette Route, die dauert ungefähr 8 Minuten für ungefähr 300.000 Runen. Also darum interessieren mich Runen ehrlich gesagt nicht so stark. Und vorher ist was Interessantes gefallen, nämlich jemand hat gesagt, es gibt ein separates Progress-System. Habe ich da schon so ausführlich darüber gesprochen, wie ich das wollte? Weiß ich nicht mehr. Ich springe jetzt da draußen einfach auf gut Klick, habe ich. Probieren wir es nochmal. Um die Leute gleich mal zum sagen, was passiert, wenn man greedy as fuck da irgendwo umeinander springt. Und das ist auch so was, ich liebe das an diesen Spielen. Da ist einfach ein Vorsprung irgendwo am Arsch der Welt. Kein Mensch sagt, komm jetzt! Komm jetzt! Ja, 294, ich hab schon 3, komm jetzt! Ich schwitz. Ja, wer soll sonst dann da oben springen, wenn ich nicht oben gehe? Aber so ein Tor, so ich oben. Ich hab einen Topf schon gedruckt, da zum Beweis 294. Fix. Ja, sterben wir am Vorsprung, sterben wir öfter wie an dem scheiß Boss. So, da düdelt man jetzt vorbei. Ja, du kannst sowieso überhaupt nichts. Scheiß Langkunst, Trottel, Fette. Und der mit seinem großen Hack ja. So, wir kommen jetzt da hin, ohne dass ich da oben drüber falle. Wo ist denn jetzt das Ding? Ah ja, null Runen zum Aufklappen, geil. Ich spring jetzt da so. Herrgottselig, hast du es jetzt geschafft, du Trottel! Okay. So. Da sind wir im Buff rein. Machen wir so. Wo geht's jetzt so weiter? Fühle mich. Ach Gott. Alter, da bin ich auf dem Weg da oben, sterben wir ja noch 50 Mal. Da ist ein Boss unten, sagt sie. Muss man den auch auf so behinderte Plattformen bekämpfen, weil sonst wird es zum Kotzen. Ist da. Bin ich schon richtig jetzt da? Ich hoff's. Einen anderen Weg sehe ich nicht. Wenn du jetzt sagst, so in den Tornado einspringen, der Tornado ist aber gewaltig. Das ist schon wieder eine unangenehme Stelle da. Ich sag das, wie es ist, ich werde sofort das Phantom aus, so in die Zerpümmelung, Leute, tue ich mir gar nicht erst da. Sag ich dir, was ist. Muss ich hin? Da auf, oder was? Ja, ist richtig, musst du dann in so eine Mulde legen. Was? Ah! Da wo so Knochen drin sind, oder was? Aber weiter geht jetzt da nirgends. Nee, gleich geile Sequenz, okay. Aber wo muss ich hin da? Ins Grab? In das da wahrscheinlich? Das ist das einzige. Ah, das Leis. Okay. Spannung steigt. Guten Morgen. Der Boss. Was ist schlimmer als der Mock und Melania miteinander abpfosten aus Stor. Was ist denn da gerade für ein Boss? Wahrscheinlich, ich tippe auf einen Drachen, weil die ganze Scheißbude war voll mit Boss drauf. Was ist denn jetzt mit Drachenbossen? Flashbang. Ah. Aber ja, coole Sequenz. Da bin ich wieder wach, ist was passiert. Oh Gott, wenn die Arena schon so beschissen riesig ist, dann klang ich eh schon. Steh ich da, mit meinem Bates am Bugel. Oh, ich muss gegen einen Meteor kämpfen. Nein. Ist diese... Ach, ich hasse riesengroße Bosse, wo ich... Oh. Oh, der hat 2 Köpfe.
Vielleicht kommt noch ein dritter in der Mitte, also wer weiß. Immer schön laufen. They see me running and rolling. Es ist ein riesiger Drache. Erst einmal das Phantom beschwören, das ist mir das Erste, was wir denn. Erst einmal kommst du raus, mein Freund. So. Oh, leck ist die Arena groß. Bist du besoffen oder was? Was tut der? Was tut das jetzt, wenn ich den mit dem Bogen runterschieße? Hey, Spezi, wie schaut's aus? Gehen wir. Ja, kriegen wir schon. Zu zweit haben wir schon kleiner nicht geschlagen wie du. Und Buffen. Ja, ich hab nicht recht viele Buffs, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber der Heal-Buff ist ganz nett. Und Hilfe des Fürsten ist auch ganz nett. Ich glaube, der hilft gegen Blitz, bin mir aber nicht sicher. Mehr habe ich nicht. Drachenfürst Placidusax. Okay, erstmal Close Combat. Oh shit. Ja, hab schon verstanden. So, was machst du so? Ich hau da jetzt erstmal rein. Oder auch nicht. Okay, oder auch wirklich gar nicht. Okay, oh, das macht sogar noch fett. Okay. Heilige Scheiße, das ist ein riesen Batzen hier. Von dem habe ich noch nie was gesehen. Ich sag das, weg da. Von dem habe ich noch nie was gesehen. Noch nie. Und kehrt einen. Oh, shit. Die Haare, was hat er ab? Ja! Damage! Damage! Der kriegt aber auch kein Damage. Was ist mit dem? Muss man da auf eine weiche Stelle klopfen? Sehe ich das richtig? Oh. Ich klopfe mit dem Bauch. Der kriegt keinen Schaden! Okay. Wo muss ich den hauen, dass der Schaden kriegt? In seine Wurst und oder was? Ich lauf jetzt pauschal. Hallo? Wow! Au! Hab ich nicht gesehen. Ich sag nicht. Also der kann. Freilich kannst du unsichtbar werden, das ist so klar, weil Drachen, der nicht unsichtbar werden kann, ist so langweilig. Okay. Jetzt brauch ich! Ja, da kriegt er Damage. Wo bist du? Oh. Ich sag dir nicht. Und jetzt noch mir reinhauen! Nochmal! Nochmal! Heilen! Wo ist er denn? Da kommt er. Alter, schaut das geil aus. Alter, ist völlig wütend. Okay. Klaus! Klaus! Das haben wir schon gedacht, dass das passiert wird. Gib ihm! Damage! Da kriegt er schon wieder keinen Damage. Warum kriegt er denn keinen Damage nicht? Damage! Was tut denn da? Ich lauf weg. Ich weiß nicht, was er tut, ich lauf weg. Heiler Geskanon, Batman, ich weiß nicht, wo ich laufen soll. Wo ist er? Wo ist er? Wow! Okay, jetzt bin ich gleich allein. Oh shit, Motherfucker, oh. Alter, was ist denn? Was läuft mit dem? Alles klar. Hey, aber fast. Wo soll ich denn da hinlaufen, Alter? Also, greift er dich nach 30, 40 Pfeilen trotzdem, war okay. Also, es wurde bereits schon mal, ich hab's schon verstanden, wurde schon mal probiert, also. Ich verstehe. Aber müssen wir da jetzt mal wieder oben laufen, das ist das allerletzte. Gibt's da keinen Natter nicht? Nein, nicht wieder ins Loch einfallen. Ja, den probieren wir jetzt noch einmal. I'm firing my laser! Double. Stereo-Laser. Ja, aber fast hätte man gehabt. Jetzt mal hinten am Bauch und am Fuß und so, da kriegt er keinen Damage nicht. Aber vorne an den gelben, weichen Stellen schon. Vielleicht auch am hinteren Fuß. Das weiß ich jetzt. Kriegen wir jetzt schon. Ah, den haben wir schon zusammen. Ja, sagt es mal gleich, hat er eine zweite Phase oder nicht? Weil sonst soll ich gleich beim Vereich. Ich sag's euch, wie es ist. Ich glaube, 2 Leute kann man holen insgesamt. Ja, ich bin schon fort. Und ich verstecke mich einfach irgendwo am Arsch der Welt und heile mich die ganze Zeit. Und ihr haut's zusammen. Das ist eine gute Idee. Weil der kann ja doch one-hitten, der Teufel. Oh, übrigens an alle, deren Donation oder irgendwas ich übersehen habe. Ich bin vielleicht ein bisschen konzentriert.
in der zweiten Phase fliegt er. Der hat 3 Phasen. Da schreiben Leute, ich am Floh, am heller Floh, glaube ich. Keine zweite Phase. Ja, probieren wir schon noch einmal. Jetzt euch nicht an. Da werden wir gar nicht lange mit dem Schädel umeinander pimmeln oder sonst irgendwas. Interessant wäre, ob ich seine Laserstrahlen und den Scheiß mit dem Schädel zurückwerfen kann. Schlimm wird's, wenn du den Runback so oft machst, dass du blind die Stelle findest. Ja. Du hast genau weißt, was du abspringen musst. Ja, verstehe ich schon. Aber ja, lustiger Boss. Ich bin kein so ein Fan von so riesengroßen Bosse, da wo ich aber nicht sehe, was sind, was passiert, was tut der gerade, muss ich ausweichen, muss ich nicht ausweichen. Das nervt mich. Da gibt es ja irgendwo im Feld der Riesen, gibt es so einen komischen Vogel mit so einer toten Sense, der macht so alles für Feiern. Alter, ist das ein lästiges Arschloch gewesen. Fliegt umeinander, ist riesengroß, keine Ahnung, nix sechst, bla, zum Kotzen. So, Phantom raus! Und dann immer nur auf die weichen gelben Steine hauen. Immer nur auf die weichen gelben Steine. Machen wir nur so. Ja, oh, jetzt habe ich einen Estus verschissen, ich Vollidiot. Naja, gut. Drauf zu. Volle Kanone drauf zu. Kriegen wir schon. Bei Varendry, merci für den Zügel 50. So, der Helm für Freitag ist fertig foliert. Jetzt können wir die Preisen und Nasen fahren. Da hat mich gefreut, wenn du mal im Discord deinen Senf dazu gibst. Ich weiß nicht, um was es geht. Was das meine ich da? Ich sehe überhaupt nichts. Vielleicht soll ich die Rohvision machen. Ja. Ich sehe halt nichts. Gut, ich schaue auch nicht, muss man auch dazu sagen. Aber ich sehe halt nichts. Wir sollten nicht da kämpfen, wenn ich einfach aufs Maul kriege von irgendwas, was ich nicht kommen sehe. Ich hau jetzt einfach da in den Haxer, der schaut gelb aus. Was tut er jetzt wieder? Okay, jetzt fängt das Fliegen an. Ach, du meinst eventuell das mit seiner zweiten Phase, da wo er zum Fliegen anfängt? Wo ist er? Ja, da ist das Phantom wieder zu blöd zum Ausweichen. Ja, weißt du, wo soll ich da hin? Was? Schaffen wir wieder nicht. Ich kann gar nicht schauen. Gesichtsgrätschen, merci dir, Kuss auf die Nuss, ich schau nach, wenn ich tot bin. Wo soll ich denn da hin? Sag! Nachladen. Heilen. Das war's mir wert. Das ist meiner mir wert. Der ist meiner mir wert. Und der nächsten ist meiner mir wert. Und der nächste ist meiner mir wert. Haut zu! Da muss da einfach reinprügeln. Da muss da einfach reinprügeln! Ah? Du musst einfach mal hergehen, du musst einfach mal reinprügeln! Okay, Ruhe! So! Haben wir noch einen! Miyazakis Brut der Hölle. Ich seh nix, weil ich nicht schau. Siehst du das? Ja, also auch wieder. Selbes Spielchen, ohne Phantom. Kannst du am Arsch lecken, Alter. Wie soll das laufen? Sag selber. Wie soll das laufen? Das ist ja da 5 vor Sadomasochismus. Sei ehrlich, wer sich das so lange antut.
Und deswegen finde ich es einfach auch geil für Leute, die jetzt, ich habe schon einige Bosse auch gesolot, so ist es jetzt nicht, aber jetzt, wenn es dann schnell gehen muss oder wenn ich einfach gerade keinen Bock nicht auf den Frustscheiß habe, dann bagel ich das Phantom aus und dann macht der Boss immer noch Spaß, so ist es jetzt nicht. Malenia war deswegen kein, oh ja, passt schon. Ja, ich weiß nicht mehr, was wir skillen sollen. Skillen wir da noch mehr, nicht, dass man maximale Ausrüstungsgewicht und Ausdauer in T geht. Ausdauer ist wichtig. Geist. Ja, Geist und Kondition. Geist und Kondition. Ich darf fast sagen Geist. Geist einmal auf 20 noch bringen und dann bin ich zufrieden. Dann bin ich zufrieden. So! Wo ist der Typ-Counter? Ich tue jetzt einmal pauschal auf 295. Geralt! Von Plötze! So heißt mein Coder. Weiß ich nicht, ob du das weißt, aber ich gehe davon aus. Kuss auf... Ach, jetzt mit Jack ist erst Geralt, ist ja... Und Geralt schreibt man mit T, glaube ich. Ja, nicht sicher. Oder mit DT? Weiß ich nicht. Kuss auf die Nuss. Welcome to the squad! Habe die Ehre, Herr Plötze. Kuss auf die Nuss. Gesichtsgrätschen. Merci für den Euro 11. Birger, jetzt bin ich schon wieder im Urlaub. Deswegen sagt meine Pay-to-Win-Kasse immer noch Grüße aus dem Norden Deutschlands. Möge. Morgen geht's ins Full-Force und am Dienstag schreit der Chef schon wieder Spätschicht. Sie fix. Gesichtsgrätschen. Ich wünsche Ihnen sehr viel Spaß im Urlaub, viel Spaß im Festival und haben Sie eine gute Zeit. Gruß dorthin, wo er immer das gerade bist. Herr Kern, merci für den Fünfer, die habe ich übersehen. So geil, dass du Elden Ring spielst, Alter. Kuss auf die Nuss. Herzchen geht zurück. Selbstverständlich spiele ich das. Game of the Decade, kannst du sagen, was du willst. Warum haben da so wenig Antworten an den Geralt in den Chat? Begrüßen Sie mit mir im Squad neues Mitglied Geralt von Plötze. Allein für den Namen schon. Der Bavarian Dream hat geschrieben. So, der Helm für Freitag ist fertig foliert. Jetzt können wir die Preisen um die Nasen fahren. Da hat mich freuen, wenn du mal im Discord dein Senf... Ach, du bist ja ein Rennfahrer, gell? Du tust ja Rennheits fahren. Da bin halt ich gar nicht dabei, aber ich schau mir schon. Ich schau mir nachher schon an. Joyce, das erinnert mich noch, danke für die Mitgliedschaft. Herr Oxlang, ich hoffe, du bist noch da, Kuss auf die Nuss. Schau mal nach Let Me Solo her, der Typ ist mit Top Speed gegen den Kühlschrank gelaufen. Ja, mit 400k, ich weiß, wer der Let Me Solo her ist. Ich weiß es. Wie hat der Foxer geschrieben? Wenn's als Spieler sicher eine Legende bist, dass die Leute cosplayen. Ralph, merci für den Resub, Erstalinger, merci für den Resub, Chewie, merci für den Zwickel und da glaube ich, haben wir jetzt auch wieder einigermaßen wieder auf der Höhe. So. Aber dann, das packt Bürgerin nur aus, wenn er sonst streamt, weiß das Bürgerin auch, wie oft du das Phantom auspackst. Hast du alle Dukel-Kavalleristen, denn die Rüstung ist mega geil. Das sind die schwarzen Reiter, oder? Jetzt warte mal, es gibt glaube ich noch, da erinnert ich mich noch. Das war aber ganz am Anfang. Irgendwo gibt es eine Brücke, da ist davor ein schwarzer Reiter, oder auf der Brücke ist ein schwarzer Reiter, und ich glaube auch ein riesendrum Drache. Den Reiter habe ich, das weiß ich. Da bin ich mir ziemlich sicher. Aber und ich habe mit Sicherheit auch mehr, schauen wir einfach Rüstungen an, wo runter wäre, weil dann hätte ich die Rüstung ja. Oder kann man die farmen? Oder das ist ja wieder der Tiefcounter. Hoppala. Ich scroll jetzt einfach mal ganz langsam durch die Rüstungen durch und ich weiß nicht, was für eine das meinst. 2, 3, 4, 5. Ah ja, die ganzen Helme habe ich übrigens die letzten beiden Tage gefarmt in meiner Farmtour. Die zeige ich jetzt dann noch schnell. Die meisten werden es kennen, aber vielleicht ja jemand nicht. Damit man da ein bisschen was noch lernt im Daherin auch. Noch jetzt ein bisschen weiter. Ich scroll einfach langsam durch und wenn du sagst, ah ja, da hast du einen oder hast die Rüstung, oder muss man sie die dann kaufen? Nee, hast du nicht. Es gibt 8 oder 9 von denen. Okay, dann weiß ich, was ich morgen noch zum Tor habe. Sag ich dir, wie es ist. Dann weiß ich, was ich vor dem Addon noch mache. Also wir haben die nicht. Lömse, hast du einen Lichtdrache Fortisax schon? Ich tue mich ganz schwer mit Namen. Weiß ich nicht. Lichtdrache Fortisax. Wo ist der? Schauen wir nach. Keine Ahnung. Hast nicht, die kriegst von den letzten 2 im geweihten Schneefeld. Was ist das geweihte Schneefeld? Ist das neue Schneefeld da herum? Ist das inneres geweihtes Schneefeld? Das ist das Einzige, was ich gemacht habe. Da habe ich aber kein eins. Was halt ganz gemacht habe, da herum war ich noch nicht. Also da herum war ich noch nicht. Da steht irgendein komisches Mausoleum umeinander, das irgendwelche blaue Dinger schießt. Das mir einfach One-Hit und dann habe ich gedacht, okay, fick dich, da gehe ich nicht mehr auf. Und erst die letzte gibt die komplette Rüstung. Okay.
Ja, da habe ich schon ein paar Viecher umgebracht, da herunten, also in dem Schneefeld, Großsee. Dort, also dort nein, das war's nicht. Da drin habe ich was umgebracht, da drin habe ich was umgebracht, da an dem Turm habe ich irgendwas umgebracht, da am Baum habe ich irgendwas umgebracht. Musst du dir aber ein Guide angucken. Ja, werde ich wahrscheinlich, also da tue ich ja nicht mehr umeinander. Ich glaube, das ist völlig in Ordnung, dass man sich... Habe ich das da schon gemacht? Siegelgefängnis des Fürstenanwärters? Das weiß ich nicht. Wie man sieht, was mich ein bisschen stört, was wir reinpatchen kannten, da, diese Siegeldinge, da habe ich 100 von 100 verteilt. Warum? Weil ich das einfach gern mag, wenn ich an Stellen, wo ich schon war, diese Dinger da verteile. Ja, also ich weiß, da war ich schon, da war ich schon, da war ich schon, da war ich schon, da war ich schon und so weiter, da hat es was zum Finden gegeben, da. Und normalerweise bei diesen Siegelgefängnissen habe ich das überall gemacht, außer da jetzt rechts oben. Woher soll jetzt ich wissen, dass ich da nicht schon war? Laufe ich zum 25. Mal hin, das der wir jetzt auch schnell und schauen wir nach. Aber geh mal geweihtes Schneefeld bei Nacht. Ach stimmt, die schwarzen Reiter sind nur bei Nacht gekommen. Oder? Und ich spiele immer relativ gezielt bei Tag. Frag mich nicht warum, das mag ich einfach lieber. Naja, schauen wir mal, ob ich das Ding schon hab da. Da ist irgend so ein komischer scheiß Riesenhund, der geht mir auch voll auf den Sack. Nein, du verpisst dich jetzt. Nein, geh weg von mir jetzt da. Keine Zeit für deine Krampf. Oh, keine Zeit für deine Krampf. Abflug. Waren wir mir in dem komischen Gefängnis, da kann nur vielleicht ein kleiner Boss aus der Typ finden. Da waren wir schon. Waren wir schon? Oh, waren wir schon. Schade. Ja, dann haben wir den Wolf da zusammen, der schaut auch wütend aus. Tu mich. Grandios. Grandios. Nö, das glaube ich nicht. Okay, und dann gibt's eins ins Auge rein. Tschüss dann. East Cheese. Sind ja auch die Nachtkavallerie, deutscher Name unter Vorbehalt. Ja, macht dazu gar noch Sinn machen, ist mir jetzt auch gerade eingefallen. Ja, Freunde der Sonne, dann sage ich dir, wie es ist. Ich weiß sonst nicht, was wir noch großartig machen könnten. Ich glaube, das Gebiet beim... Da kann man noch schnell hinschauen. Pass auf, wir haben da vorher ja ein Gebiet beim Mock-Omat gehabt, da wo diese Farmstelle ist. Bin jetzt hier... Palastallee. Bin mir nicht sicher, was es ist, da wo wir den Vogel geschossen haben. Ja genau, und da ist es noch aufgegangen. Das schauen wir uns noch schnell an. Und dann denke ich, wird es das wohl gewesen sein. Dann erwarte ich Ihre Anwesenheit am Freitag um 20 Uhr. Ich glaube, ich bin einigermaßen vorbereitet mit genügend Playtime, wieder seit über 2 Jahren. Ja toll, gibt es jetzt da herum gar nichts oder was? Super. Ganz famos. Famose Stelle. Gut, dass man da auch vergehen kann. Aber das schaut schon wieder verdächtig aus. Da kann man da... Warte mal. Du nie einen Scheiß. Geh mal da hin und schau mal nach. Wo? Dann machen wir so einen Reiter noch schnell. Herr Eller, Sie sagen mir, wo ich so einen Reiter finde und gut ist. Jetzt pass auf, gehen wir da wieder auf in das Schneegebiet. Jetzt pass auf, was schreibt der Flo? Ja, geh mal da hin und schau mal nach. Aber geh mal geweihtes Schneefeld bei Nacht. Wo genau? Ich packe mir jetzt mehr auf, dann warten wir bis Nacht ist und ihr sagt mir, wo ich hingehen muss. Ich bin Level 256, ich bin bereit, Bürger. Ich denke auch, dass du mit 100 Level über mir bist auf alle Fälle bereit. Vielleicht haben wir, ich glaube, sag ich dir jetzt, wie es ist, ich glaube, dass man mit 150 muss schon gelangen für dein Bild. Wo levelst du 250 Level hin? Es ist ja überall Cap. Ja, dahin. Okay, da sind wir. Okay, dann machen wir so. Also spaziert der vielleicht einfach direkt vor der Haustür, das kann natürlich auch sein. So, Zeit vertreiben bis zum Nachtend. Müsste eigentlich gelangen, wenn ich mich richtig erinnere, dass dann der Reiter, wenn ich an der richtigen Stelle bin, dass er da ist. Jetzt müsst ihr mir bloß sagen, wo ich hin muss. Bleib jetzt da mal ein bisschen stehen. Sehen wir von da irgendwo? Muse ist nämlich auch gleich ganz anders. Die Karawane da hinten, oder nennt man das Karawane? Ich habe keine Ahnung, die habe ich übrigens schon umgebracht. Item habe ich schon dran. Ach, der ist bei der Karawane. Die habe ich nicht bei Nacht umgebracht, so viel kann ich sagen dazu. Wie gesagt, ich spiele. Ach, da ist er. Ah, ich sehe ihn. Reitet der mit der Karawane mit? Das ist ja mies. Da haben nämlich so komische... Ah ja, den pullen wir jetzt da weg. Nimmst du, Meister? Oh ja. Ja, das machen wir nicht zum Pferd, mein Freund.
Das ist eh bloß ein kleiner. Geh her zu mir jetzt da! Für was halten die mein Schädel auf, wie du Arsch? Waffen wieder vergessen. Oh, die Blitzdinger haben gefährlich. Weg, weg, weg da. Du leck mir bloß am Arsch mit deinem Blitzscheiß, komm. Ich hasse die Reiter. Ich frage mich nicht warum. Ja, heute eh nichts aus. Wahrscheinlich haben wir für diese da schon sauber. Ich spiele aber eine Scheiße zusammen, das ganz aus ist, wieder. Der Seitenruck ist mies. Ja, stirb halt einfach jetzt, Kim. Komm aber jetzt! Hau halt nur einmal schnell zu. Weg raus! Weg raus, da hau mir ab! Komm! Ja, jetzt da mit dir! Echt jetzt? Du Wichser! Okay, komm jetzt! Komm jetzt her! Ja, sag mal. Jetzt, wenn du mich nur schnell umbringst, dann flippe ich aus. Und nicht das Leben mehr? Oder hab ich mich verschaut? Naja, gut, dann müssen wir da noch ein bisschen weiter tun. Ja, Gottselig. Was du da hinten neu kriegst? Komm, Hatze. Robbenkloppen, du Bitch! What's denn schon? So. 2 gibt's da herum. Ach, da ist ja noch einer hinten. Ach, so ist das. Ja, dann müssen wir den zweiten auch noch zusammenhauen, das hilft ja nicht. Dann müssen wir den zweiten auch noch zusammendreschen, das hilft eh nicht. Bevor sie übrigens wieder alle schreien, weil es auf mit 10 ist. Kuss auf die Nuss. Jetzt fürs Zuschauen, liken nicht vergessen. So, den pullen wir jetzt da weg. Auf die komischen... Sonst irgendein Scheiß. Wer schreibt mit? Wow, was ist das? Ah! Was ist denn das? Möchtest du mich verarschen? Das habe ich auch noch nicht gesehen. Ich bin jetzt schon ein bisschen da umeinander gelaufen. So, was haben wir jetzt mit dem Reiterdeppen? Nicht rasten zwischendurch, sonst spawnt er wieder, glaube ich. Ja, ich habe mir schon gedacht. Tue ich jetzt auch nicht. Und wenn ich gewusst hätte, dass da 2 sind, hätte ich auch nicht so lange umeinander pümmelt. Was tue ich jetzt mit dem da? Oh, das ist der Helibaden-Set, der kann weiter zuhauen. Unangenehm. Warte, gehen wir wieder mal weg von dem. Was ist das da? Geh weg jetzt da! Ja, ist recht. Kann ich bitte gegen Ohren wenigstens bloß kämpfen, weil so... Oh, der Helibaden-Mann ist wütend. Noch. Ja, komm jetzt! Der haben wir gleich umeinander. Da der wir mir gar nicht...
Anscheinend habe ich alle gehabt, bis auf die zwei. Schau her. Haben wir heute nochmal ordentlich richtig Meter gemacht. Von denen zwei, ich habe auch nicht gewusst, dass es da so eine Rüstung gibt. Und ja, ich sehe am Helm schon, dass die, glaube ich, ziemlich geil ist. Oh. 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 Okay, okay. Ich bin ganz Ohr. Ja, die ist aber so, die ist so weich. Bruder, die ist so weich. Aber wir schauen uns einmal an. Wir schauen uns so. Ah, die ist schon gescheit viel weicher als die ich auch hab. Aber ja, der Style-Faktor ist schon auch wichtiger, so ist es nicht. Oh! Ja, kann man schon, schaut schon gut aus. Kann man schon, schaut schon gut aus. Aber ich spiele lieber den Eimer. Na? Eimer? Was mir auch gut gefallen hat, ist die Schuppenrüstung. Die ist fast genauso fett wie die Veteranenrüstung. Aber, was da ganz cool ist, warte mal, machen wir so, Veteranenstulpen und die Veteranenbeinschutz. Da ist man von hinten nicht so fett. Und es war so geil, wenn es ein Transmog-System in dem Spiel gibt, dass man sich einfach irgendeine Rüstung optisch anziehen kann, aber die Werte von einer anderen hat. Du kannst das Cape, glaube ich, weg vom Eimer. Ja, ganz ohne Cape mag ich auch nicht. Pass auf. Ich finde, jetzt kommt gleich, da schon her. So weit man ganz ohne Cape. Frag mich nicht warum, vielleicht geht es auch nicht bloß mir so. Ich finde, natürlich ist der Style-Faktor, den ich mir von hinten da anschaue, ist einfach wichtig. Und mir kommt das einfach irgendwie mir komisch und schwächer vor, wenn ich da so ein dürrer Hansel bin, ohne Cape, anstatt dass ich da noch, weiß ich nicht, irgendein Cape da sehe. Ich weiß nicht warum. Es feit was ohne Cape irgendwie. Das ist schon fast ein bisschen zu viel. Was haben wir dann noch so? Ja, die dickste Rüstung ist einfach. Oh, die ist aber auch nicht gar nicht mehr so wenig dick. 15,5, 18,9. Was haben wir da noch? 17,5. Dradansrüstung habe ich mir gestern auch alle gekauft. Also, da, das ist halt schon, das ist so fett, das Ding. Das mit dem Cape. Wie ist denn das? Wie ist denn das, wenn ich die Rüstung. Ich weiß, dass man die Rüstung ändern kann. Das schauen wir uns jetzt auch noch schnell an. Dann zeige ich euch noch schnell meine 8 Minuten Runenroute und dann war's es für heute. Gottes Spiel ist so gut, ich freue mich so stark auf Freitag, ich kann es keinem Menschen sagen. So, jetzt machen wir so. Kleidung anpassen. Und dann habe ich da zum Beispiel 5-mal den Helm. Und wenn ich den jetzt anpasse, sehe ich unten als Ergebnis, kostet mir 500 Runen, kostet nichts, ist wurscht. Aber habe ich dann beide Versionen? Oder habe ich dann nur noch die angepasste Version? Was ja total blöd ist, da zum Beispiel, ich kann jetzt von dem Dunkelkavalleristen nehmen, den es nur einmal im Spiel gibt, kann ich jetzt da hinten die Federn oben da. Ist es dann immer so? Oder habe ich beide Versionen? Das ist der Grund, warum ich keinen Giant Crusher spielen kann. Ich sehe fast nicht, ich weiß nicht, was das ist. Aber du kannst immer zurückändern. Ach, ich kann ach so, das wollte ich wissen. Weil dann probiere ich das jetzt wie die Veteranen. Also nochmal, zur 100%igen Sicherheit. Bevor ich mir jetzt die scheiß Rüstung kaputt mache. Optisch. Wenn ich die jetzt anpasse, dann ist nämlich das Cape weg. Kannst du wieder zurückgehen. Okay, da vertraue ich jetzt nicht. Sonst muss ich auch in die Rüstung spenden. Dann hilft's nicht. Ich tue das jetzt. Machen wir so. Da werden auch die Werte schlechter. Und teilweise gar nicht wenig. Spinnst du? Das der aber natürlich nicht! Ich bin der Veteranenbates von hinten. Ganz einfach, ich schaue aus wie ein Dreieck. Was soll ich machen? Schau mich an. Komm on bei der Uhu. Jetzt, was man auch noch mal schnell probieren kann, ist, mittlerweile haben wir Tragekraft 105,8, kann ich mittlerweile einen Bogen mitnehmen. Das war noch so ein Ziel für heute eigentlich gewesen oder morgen.
Ich habe mir da einen Bogen, der schon mit Stärke skaliert, tatsächlich. Ha! Ich kann einen Bogen equippen. Ich kann den Bogen equippen mit Radans Sperren, ohne dass mir die Last entgeht. Wunderbar. Oh, nein, dann machen wir so. Nein, das machen wir nicht. Ja, das machen wir auch nicht. Wie machen wir das dann? Wie hat man da zielen können? Ach so. Wieso kann ich... Was ist denn jetzt? Wieso kann ich den Speer nicht benutzen? Wieso kann ich einen radernden Speer nicht benutzen? Was brauche ich da? Brauche ich da einen spezieller Bogen? Das ist eh der fette, oder nicht? Ja, dann nehmen wir was anderes, das ist scheißegal. Tust du da mal von den normalen Pfeile da reindüdeln? Und gut ist. Oder ach, an das Bolzen. Kein Großbogen für die Speere. Ach, es gibt Bögen und Großbögen. Ah, okay. Golem, okay, das habe ich nicht gewusst schon, ja. Ich habe noch nie mit Bögen gespielt. Noch nie. Aber irgendeine Fernkampfwaffen brauche ich. Ja gut, dann ist es der Punkt. Das ist so scheißegal. Scheißegal. Dann würde ich sagen, sind wir mir tippitoppi aufgestellt für den Freitag. Mehrere Leveln, glaube ich, bringt nicht viel. Vielleicht tue ich morgen ein bisschen umeinander und tue ein bisschen was in die blaue Leisten oder irgend so und ein bisschen Ausdauer. Alles andere bringt nichts mehr. Wir können, glaube ich, sowieso nochmal schnell einmal leveln, wenn ich das richtig sehe. Nein, können wir nicht. Aber jetzt zeige ich euch nochmal schnell. Die meisten werden es, aber ich finde das eine sehr angenehme Route, die dauert so zwischen, wenn ich laber jetzt da im Stream, dauert es wahrscheinlich ein bisschen länger. Ich habe mitgestoppt, so ungefähr 8 Minuten brauche ich, wenn es richtig gut läuft. Waffen wir uns da herin. Wir warten bis zum Morgengrau und ich mag nicht, wenn es finster ist, vor allem nicht da, wo ich hingehe. Zeit vertreiben bis zum Morgen. Und ja. Jetzt pass auf. Es ist der Gebetsraum in dem Gebiet da herum bei der Malenia. Das erste, was ich tue, ist den Blockscheiß außer und den goldenen Skarabäus für mehr Runen. Was man dann noch zusätzlich machen kann, was ich aber sehr ineffizient finde, irgendwie, ist der komische Krähenfuß da. Der gibt dann nochmal, glaube ich, 10, 20, 30% mehr Runen für eine Minute oder zwei. Oder ein paar Minuten auf alle Fälle. Ich finde, und da habe ich das ganze Spiel lang 80 gefunden, so einen habe ich noch nie hergenommen. Ach du Scheiße. Genau, dann geht er raus. Dann schlage ich erstmal ihn. Na, ein bisschen warten, bis ich mich wieder regeneriere. Und dann schlagen wir einfach. Easy! Und dann gibt der eine Kackritter da schon einmal 7.500 Runen. Dann einfach vorne aussehen. Man den fetten Ritter, wenn der jetzt stressig ist, dann brauchst du nicht mitmachen. Für mich funktioniert das da ganz gut. Weil ich keine Fähigkeiten in ja, ich tue mir gegen die Ritter da sehr leicht. Der explodiert. Die droppen einen Haufen Scheiß. Zack. So. Dann nehmen wir da einen. Da sitzen zwei Herren. Wieder schnappen mit der Fähigkeit. Dann ist er Ruhe. Droppen wir immer schöne Sachen. Ich glaube, dass ich die Spaltaxt jetzt schon zum 25. Mal habe. Wir haben jetzt bei 200.000 Runen. Dann gehen wir da oben. Hacken wir dem ins Kreuz rein. Fighter nix. Wunderbar. Bei denen da oben drehen wir das Schädel wieder raus, weil die zu zweit kommen können. Oh shit, das wollen wir nicht. So. Zack. Wo bist du? Zack. Droppt da wieder was Schönes, ein paar Bolzen. Vielleicht sollten wir auch mit der Armbrust umeinander laufen. So, da. Oberspringer einfach. Völlig easy. Ah, super. Hau ich jetzt mal drüber. Da Vorsicht vor dem wollte ich eigentlich sagen, weil der chargt die an, wenn du ihm da abstechen möchtest. Dann weiter. Einfach da weiter, da kommt dann nichts von hinten oder irgend so ein Scheiß. So, da ist jetzt ein bisschen ein lästiger Zeitgenosse, der kann nämlich genauso blocken und kontern wie du. Was man gerade gesehen hat, und dann muss man halt da kurz einmal ein bisschen umeinander spielen. Dann stehen dann rechts vorn 3 Typen. Ja, einfach fetten Schlag ins Gesicht, zack, tot. Fetten Schlag ins Gesicht, zack, tot. Sind wir schon bei 240.000 Runen. Hoppala, können in der Kiste hängen bleiben. Zack, zack. Ja, die reagieren auch alle nicht. Dann da hinten kann ein bisschen brenzlig werden, wenn die zu zweit kommen.
Da bin ich einmal, glaube ich, in ein paar Runs bin ich runtergefallen und bis er das Zauberrohr fängt, stichst du ihn einfach ab. Die Ritter sind mir die liebsten Gegner. Dann sitzt da wieder einer umeinander, der sich nicht rührt. Kannst du einfach da schlagen. Ja, Schwerter getreuen. Bla bla bla. So! Das ist einfach der fucking easy Run. Du kannst aber wieder von vorne anfangen. Bei wie vielen Runen haben wir angefangen? 150.000, kann das sein? Oder 180.000? Waren jetzt das 70.000 Runen. Ich hab keinen Buff drin, nur den Skarabäus und sonst nichts. Wenn du den holst, schaust du am besten an, springst da runter. Da darfst du zur Malinia runtergehen, wenn du den Shortcut schon hast. Dann kannst du da runter springen. Zack. Und dann kannst und da kommt jetzt der verzwickte Stei so ein bisschen. Du stirbst nämlich nicht, wenn du da runter springst, aber da unten ist ein Bass-Viech. Und was die ganze Gaudi da unten so einfach macht, ist folgendes. Du springst da runter und das erste, was du tust, ist dein Phantom beschwören. Dann wartest kurz und dann haben da nämlich diese Viecher. Und die schluckst du einfach. Oder sie erschlagen die. Kann natürlich auch passieren. Nummer 1, der gibt 15.000 Runen mit dem Skarabäus. Dann kommt da hier hinten noch einer. Den zwiebeln wir gleich einmal sauber, ne? Dann gehen wir weg und lassen wir unser Phantom kurz regeln. Ja. Ja, ist recht. Kriegt er ein wenig einen Schlaganfall, der Typ. Fertig, easy going. Da hinten, ich weiß nicht mehr, was da hinten drin ist. Ist nicht wichtig, da haben auch keine Gegner drin, wenn mich nicht alles täuscht. Wichtig ist jetzt bloß, wir gehen jetzt auf die andere Seite, da kommt sonst nichts mehr. Und da kommt uns jetzt dann noch so ein Viech entgegen. Und das Allerwichtigste ist, dass du da links von mir, nicht jetzt da in das Tor, sondern da, Achtung, da vorbei und dann da links nicht eingehst, weil da so komische 6-4 Spitzen, die blaue Typ, die kannst du nicht umbringen. Beziehungsweise ich weiß nicht, wie man es umbringen kann. So, da kommt der nächste Spacko. Da block ich nicht einfach so. Immer schön mit dem Ding. Mit dem Phantom zur Not, da kommt man nichts fein. Oh, sagst du das? Easy. So, was dann passiert? Von oben werden die Typen triggert. Darum muss der einigermaßen schnell sterben. So, der kann auch ganz schön unangenehm sein, aber du kannst ihn easy einfach so zusammennudeln und dann gibst du ihm noch einen Sehen, aus dem er außer charge, natürlich, wenn es jetzt wird. Aber zu zweit, da schluckt es den ziemlich einfach. Und dann kommt noch der zweite runter. Ja. Wir schauen mal unten aufs Runenkonto. So, gehen wir da weiter. Ach, das ist Zappluschi! Jetzt weiß ich, was du meinst. Ja, verstehe schon. I understand. So, da ist der letzte von denen drin. Jetzt geht er weg zum Kotzen. Ja, so kotzen. So, das war der letzte da hier unten. Hat irgendjemand bei mir gestoppt. Normalerweise darf man so bei 4 Minuten sein, wenn ich nicht die ganze Zeit labere oder irgendeinen Scheiß mache und da wirklich so schnell durchlaufe, wie ich kann. Dann gehst du zurück aus die Leute rauf. Theoretisch habe ich mich da oft schon wieder zurückgeport, aufgelevelt. Nächste Runde. Mittlerweile gehe ich aber da so rein. Und da schlag einfach die zwei Typen da auch noch. Dann kommt da noch einer. Mal halten. Dann gehen wir drauf. Jetzt stirbt unser Phantom, weil man es da herum nicht haben kann. Das heißt, die zwei Idioten da müssen wir alleine schlagen. Easy. Dann steht da hinten noch einer. Kannst schon mal herkommen. Ja, ja, bis du zum Saufen anfängst, bist du 5-mal hin. Und das Schöne ist, normalerweise steht da ein kreislicher großer Baum. Wenn du dich da zu hart tust, dann lass das bleiben.
ist völlig wurscht, den habe ich auch geschießt, sage ich freiwillig, wie es ist. Bin vorbeigelaufen, eine in die Gnade, bin drin dann und habe ihm allein gepult, hab ihn da geschlagen und dann ist er weggehört und jetzt ist halt frei da. Dann kannst du das Phantom da heraus nämlich wiederholen. Easy peasy, dann warten wir kurz, bis das wieder da ist. Wir heilen uns, weil das über einen Haufen Leben kostet. Da unten stehen nämlich noch zwei sehr unangenehme große Ritter, vor allem der eine mit seinem scheiß Großbogen-Scheißdreck. Und ja. Und die da schlagen wir auch noch. Und jetzt wird's gefährlich, weil der andere von hinten Dauer schießt. Nein, oh ja, der hat nichts heilig. Helfen wir mal unserem Phantom ein bisschen aus der Bredouille. Ja, danke für den Pfeil ins Kreuz. So, er ist tot. Jetzt gehen wir zu Ermir. Hauen wir Ermir noch schnell. So, Großpfeile droppt. Dann haben wir C2 noch, wenn wir noch da sind. Und das war's. Ich finde, das ist irgendwie ein ziemlicher easy Run und jetzt haben wir da 364.000 Runen, das darf dann so 200.000 pro Run sein. Und es soll jetzt so 7-8 Minuten dauern mit meinem Bild. Zack. Level up. Und dann fressen wir noch eine kleine Rune. Ausrüstung, Inventar, Brut. Werden wir uns noch eine sehende Rune rein. Wie viel brauchen wir? 185.000. Wie viel brauchen wir? 192.000. Okay, das wird jetzt nichts sagen. Gut, dann fressen wir. Dann fressen wir. Eine sehende. Und noch eine sehende. Achtung. Ist es eine sehende? Weiß ich nicht. Ja, ich glaube schon. Ja. So, dann sollten wir eigentlich, was haben wir dann für ein Level? 165. Der haben wir noch an den Geist ein, damit der blaue Balken, obwohl. Ah ja, das schaut doch gut aus. 150 Ausdauer, über 100 Punkte, das schaut doch gut aus. Schaut doch gut aus. Schaut sogar richtig gut aus. Vielleicht kann man auch mal ein bisschen was in Glaube oder in Weisheit noch investieren, damit man ein paar mehr so Anrufungen nehmen kann. Ich brauche für ein Level 2,5 Millionen Runen. Ja, bei dir, du müsstest ja alles schon über 60 haben, oder? Das ist ja narrisch. Chat geht. Gibt einen Farmspot mit 30.000 in 10 Sekunden, musst aber die Endbosswaffe tragen können. Das ist wahrscheinlich da beim Mokko um den Gang runter, oder? Und die Endbosswaffen habe ich in einem Short irgendwo gesehen. Die hat so einen breiten Fächer, der fährt dann da runter und bringt einfach alles um. Ja. Kann ich alles nicht benutzen. Darum ist das da für mich, ist das echt in Ordnung, wenn ich auf dem hohen Level, für mich hohen Level, innerhalb von 8 Minuten 1,5 Level machen kann. Klang für mich locker. Ja, machen wir so. Level 166, wahrscheinlich spiele ich mich sogar morgen noch bis 170, wobei ich nicht recht weiß, was ich morgen noch spielen soll. Zur Vorbereitung, vielleicht farme ich einfach nur ein paar Sachen und dann bin ich sehr gespannt. Keine Energie auf 10. Das ist etwas, das brauche ich. Was tut denn da keine Energie? Das brauche ich gar nicht. Entdeckung. Was ist Entdeckung? Was bedeutet denn das? Lebenszeug! Lesen wir bitte meine letzte Donut. Ich habe alles übersehen. Es tut mir so leid. Ich war so ins Spiel gesogen. Herr Dockner, merci wieder ein Reset. Kuss auf die Nuss. Hast du einen Lichtrauche Fortisag? Das hab ich noch gesehen. Das weiß ich nicht. Tiefen von Tiefwurz fürs Quest. Hast das geheime Gebiet unterhalb der Hauptstadt? Ich weiß nicht. Es ist so lang her. Ich weiß nicht. Hast du das geheime Gebiet unterhalb der Hauptstadt schon? Reservat der Scham. Kann man noch immer schon dabei sein. Was tut man sonst? Wo ist denn die Hauptstadt überhaupt? Das ist die Hauptstadt, oder? Das ist unten. Da ist nix. Keine steigert Debuff-Aufbau. Das war's Blutung und so ein Scheiß. Wobei jetzt Blutung wahrscheinlich nichts, die magischen Sachen, brauche ich nicht. Ach, Drop Rate erhöhen, nein, das brauche ich nicht. Keine Energie brauche ich nicht.
Das ist alles, was ich da hab. Was ich auch nicht, was es ist. Hauptarm der Einsel, der Brunnenhoden an der Einsel, habe ich gelesen. Großer Kreuzzug. Astel, Ausgeburt des Abgrunds. Ach, Blutung zählt schon dazu. Machst du mal wieder was wie How To? Der IT-Deve? Momentan nicht. Momentan habe ich da. Dem habe ich ein bisschen. Alter, jetzt habe ich gemeint, ich habe einen Floh. Nicht Flokiane, sondern ein Floh vom Hund. Gott sei Dank nicht. Untergrund in der Hauptstadt hat keine Map. Achso. Weiß ich nicht, ob ich das schon hab. Ich sag das, was ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Lindsay, hörst jetzt deine Donaterei auf. Erst einmal merci. Kuss auf die Nuss für die ganzen Donates. Da musst in einen Brunnen hupfen, ist ein Untergrundgebiet, Kanalisation. Ist das so eine große viereckiger Abgrund, wo so Holzbalken da quer sind, wo man runterspringen muss und dann auf so Gräber, die außen stehen an der Seite runterspringen muss, wo dann so ein hinter einem Lavatier ist so ein 3-Finger-Dings, das irgendwas macht mit dir. Falls ja, dann war ich da schon. Aber google mal goldener Schwur und Flamme gibt mir Kraft. Beide Buffs stacken, geben Damage Reduce und Damage Increase. Okay. Stefan, ich hoffe, du bist im Discord. Vielleicht kannst du mir das nochmal ins Discord reinschauen. Die Flamme gibt mir Kraft, habe ich schon mal gehört, aber goldener Schwur kenne ich nicht. Wo muss ich schauen, wo ist die? Ja, auf das schaue ich morgen noch. Weil so Buffs warten halt noch, vor allem dauerhafte Buffs. Ich habe keinen Bock auf so, ich da zum Beispiel diese Fettsachen und so. Ja? Das zeigt dann, wo man die Waffen überziehen kann und so. Da die 100-mal mehr feiern, wenn das nicht so krass stark war, aber dafür dauerhaft. Oder wenn es eine abgeschwächte Version davon geben, die dafür dauerhaft ist und nicht bloß 60 Sekunden halt. Flamme gibt mir Kraft und Bloodflame ist Top-Kombi. Da wo du unter Rohre durchlaufst. Hando so komische fette Fleischbatzen mit einem großen Schwert und es geht in der Kanalisation, ob das wirklich nur so runde Gänge sind, wo du überhaupt nicht auskennst. Da haben Schnecken drin, dann ein paar von denen kleiner Fräsch irgendwann einmal und immer wieder diese fetten Kolosse-Typen da mit so einem fetten runden Schwert und so weiter und so fort, die so goldene Scheiße kasten. Wenn ja, dann war ich da. Die zwei Buffs halten bloß 30 und 60 Sekunden. Das ist mal jetzt blöd. Ich weiß nicht warum. Ich hätte so gerne einen dauerhaften Buff. Ja, das meint er. Ja, dann war ich schon da. Das hab ich tatsächlich auch erst wahrscheinlich, ich weiß nicht mehr wann, am Sonntag gemacht. Glaube ich. Frag mich nicht, wie ich das gefunden habe, dass ich da in dem Brunnen. Freilich, das ist in der Sand. Das ist doch. Ist es nicht irgendwo, da ist dann auf einmal überall Sand in der Stadt? Und dann gibt's da nix? Ist es nicht direkt nach dem Malekith? Will man nicht sehen. Da ist überall Sand in der Stadt dann. Und dann gibt's nicht viel außer geradeaus durchlaufen und oben in das Loch. Und dann habe ich gedacht, jetzt einfach in das Loch runtergehen. Deswegen habe ich es gefunden wahrscheinlich. Ansonsten war ich da niemals draufgekommen, irgendwo random schauen wir in den Brunnen, ob es da runtergeht. Aber mit Sicherheit einiges übersehen, was CNS anbetrifft. Obwohl ich schon Fey und so gut wie ich konnte erkundet habe. Dieses Spiel ist so grenzgenial gut, dass es eine Frechheit ist eigentlich. Nein, der Hauptstadt, ja, dann habe ich es vielleicht noch nicht. Golden hält 80 Sekunden, sorry. Ja, um Gottes Willen, muss nicht so genau sein. Boss Mox erste Phase und was das Item Mox Kette findest. Kannst die Waffe durchwirken, das ist praktisch der Effekt dauerhaft. Das geht bei meiner Waffe nicht, weil es eine einzigartige Unique-Waffe ist, glaube ich.
Der Gerald von Plötze, merci für deine 6 Euro. Die sehe ich jetzt da gerade zufällig im Chat herin. Terry Alex, du hast letzte Woche mal angefangen, dass du sagen willst, dass man einen Witcher und einen Elden Ring nicht vergleichen kann. Das würde mich schon interessieren. Kann man auch nicht. Das Kampfsystem ist ganz was anderes. Ist das Kampfsystem ganz was anderes? Ja. Der Witcher ist eine Geschichte erzählendes, primär Geschichte erzählendes, sehr bei der Hand nehmendes Online-Rollenspiel. Habe ich jetzt Online-Rollenspiel gesagt? Du Vollidiot. Rollenspiel. Ah, kann man Witcher und Elden Ring vergleichen? Ich weiß schon, was deine Frage meint. Ich weiß schon. Ich finde halt nicht. Der Witcher ist kein Souls-like. Beim Witcher ist wurscht, wenn du stirbst. In Elden Ring ist nicht wurscht, wenn du stirbst. Und das finde ich so eine brachiale, unterschiedliche Gameplay-Mechanik, dass ich finde, dass man die Spiele nicht vergleichen kann. Was sagt ihr dazu? Was sagt der Expertenrat? Jetzt machen wir erstmal Spaß. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das war Elden Ring. Ich glaube, wir haben es sehr gut vorbereitet. Es war mir ein Fest. Malenia ist eine leck mich bloß am Arsch, Alter. Aber ich bin sehr stolz, dass ich auch, wenn ich es mit Phantomen gebracht habe. Ist mir scheißegal. Jetzt machen wir so. Machen wir so. Wir haben 78 Stunden Playtime mit Level 166. Wenn das nicht gelang, das Wichtigste war, dass ich diese Woche ein paar Stunden wieder spähe und wieder ins Spei komme. Das, glaube ich, war das Allerwichtigste, dass ich mich für einen Freitag vorbereite, glaube ich. Back to Desktop! Si, Senor. Ha! Hey, der ist ja immer noch live, natürlich, haben wir gerade aufgehört. In keinster Weise, sagt der Foxy, sehe ja nicht vergleichbar, kann man nicht, ja, dann bin ich schon richtig gut. Ich wollte gerade sagen, weil wenn jemand so gezielt nachfragt, erstmal Gerald, merci für deine Donation, natürlich. Gerade jetzt du hinten nachher, wo ich vorher alles wegignoriert habe. Du Zipfjadam, Schluss jetzt. Was mir übrigens leid tut. Merci für die gute Unterhaltung ein. Auf in den DLC! Ja, Alter, ich hab so hart Bock. Das ist so selten, dass ich so fucking hyped für Spiel bin. Ich hab so Bock. Am Freitag um 8 Uhr erwarte ich Ihre Anwesenheit. 25 Euro sind übrigens zu viel, habe ich das dazu gesagt. Na, heute muss ich sagen, heute eins zwingen. Vorher hat mir jemand geschimpft, das ist immer die gleiche Leier. Also muss ich mal was anderes einfach lassen. Also es ist zwingen. Löwensepp, merci dir. Kuss auf die Nuss. Bavarian Dream! Mein Helm nicht vergessen, Chef, PS ist im Hobbyschmerz. Wie tut man sowas? Kann ich da... Wie tue ich das jetzt ohne, dass da irgendeine Scheiße erzeugt wird? Warte mal. Müssen da eigentlich einfach gehen. Warte mal. YouTube-Video. Ich hoffe, dass es einfach geht. Keine. Ah ja, da sagt man es. Pass auf. Das müsste jetzt du sein. Ich sehe im Streamer-Mode keine Namen nicht. Das ist der Heim. Da gehört jetzt wissen alle, dass Michael heißt. Du bist selber schuld. Das hättest du vorher überlegen sollen. Okay, guck ins Klebebandel. Der Michael, ausgeplottet. Aha. Oh, Mietz! Mietz! Mietz schaut sich im Spiegel an. Das ist das Wichtigste. Das da ist das Wichtigste. Gut, dass wir nachgeschaut haben. Da ist schon wieder die Mietz. Naja, da ist so ungefähr hätte ich es auch geplant dann. Aber jetzt schauen wir mal, was am Schluss draus wird. Warte mal. Oh, okay. Das ohne Blasen, ohne dass Blasen wirft, auf eine Rundung aufzutragen, ist mit Sicherheit nicht einfach. Aber schau mal, das werden die ja ausgeplottet. Okay, das passt ja, das passt ja. Alles ist schön in Handarbeit. Das ist das Wichtigste. Aber wenn man das macht, ist man. Warte mal. Schön ist sauber gemacht. Nein, da habe ich was gesehen. Da weiß ich nicht, was da los ist. Da hast du einen Lungenharing aufgelassen, glaube ich. Warte mal. Die weiße Linie, die mich stören. Ist die Absicht da oder ist die. Das Ding, ich suche jetzt mit Gewalt irgendein Problem, gell? Ich wollte gerade sagen, ist die weiße Linie Absicht? Mir ist bloß aufgefallen. Ich finde ein bisschen lustig, dass ich mich im Hintergrund her.
Du sollst meinen Stream schauen und nicht dein Helm ankleben! Ja, schaut doch stabil aus, möchtest du mehr? Schaut symmetrisch aus, wenn du das gemacht hast, war es kein Mensch, aber ansonsten schaut er gut aus. Oder was sagt der Rest? Bavarian-Sepp, merci dir. Einmal Witcher auf Max Schwierigkeitsgrad und sich von einem Level 1 Wolf one-hitten lassen. Läuft. Slipstein, merci dir. Gerade vom Arbeit im Garten fertig war, jetzt halb und ein Bier ein Schmeißer schauen und es ist sogar noch warm draußen zur Abwechslung. Mal was Neues, ja. Lass dir der halbe schmecken. Stream war, glaube ich, grandios. Wir haben einen Mock gekillt, wir haben einen Malenia gekillt. Leck mich im Arsch, ist das nicht. Du weißt das schon. Wir haben den fetten Drachen haben wir gekillt, haben wir sonst ein bisschen umeinander gepimmelt und schon 2,5 Stunden vorbei. Und ja, dann da ich sagen, sehen wir uns am Freitag, 20 Uhr. Ich freue mich dermaßen auf den DLC. Freitag wird dann Open End, ist eh klar, weil 2 Stunden haben da wahrscheinlich nichts sehen. Wir werden sehen. Einfach gemacht, ist halt symmetrisch geworden. Wahrscheinlich ist es überhaupt nicht symmetrisch, aber ich finde, es schaut symmetrisch aus, das passt schon. Wird der Röhrig sagen, sieht doch gut aus, ja. Du hast einen Rainer killt, ja. Und 2 Köpfe gegeben, was ist denn da wieder los? Mr. MRC! Mit dem Stream habe ich wieder eine Meme-Idee. Hoffe, ich schaffe es bis Freitag. Kommt denn da jetzt wieder? Mehr ist wieder ein Resub, Kuss auf die Nuss. So. Ja. Das ist, also dass so schnell 11:15 ist, sagt mir alles, wie dermaßen viel Bock, dass ich auf das Spiel habe. Es ist so gut. Und ich habe es einfach vergessen. Ich sage es freiwillig, wie es ist. Ich habe in den 2 Jahren vergessen, wie dermaßen gut Elden Ring ist. Ob es jetzt das beste Spiel jemals oder der Dekade ist oder sonst was ist, das muss ja jeder für sich selber entscheiden. Aber ich finde es unfassbar gut. Unfassbar gut. Und ich habe ein paar Headlines gelesen. Keine Tests, keine Videos, nichts vom DLC gesehen. Ich weiß nichts. Ich gehe komplett blind hinein. Alles, was ich gelesen habe in die Headlines, das ist der beste DLC, den From Software jemals gemacht hat. Und die DLCs in Dark Souls waren wirklich grandios. Die waren gut, genau wie das Spiel. Die sollen sich ja gar nicht lang neu erfinden oder sonst irgendwas. Gebt's mir einfach mehr vom bereits jetzt schon fast perfekten Spiel. Dankeschön. Und ein kleiner Patch hätte ich noch gern, wo ich die kleinen Markierungen, wo ich 500 davon setzen kann. Das war toll. Mr. TCC Dogi! Das ist das einzige Spiel seit Jahren, wo der Hype gerechtfertigt ist und es ist nicht 60 € hingerotzt, das scheiße ist. Das ist absolut richtig. Ich meine, das Hauptspiel darf gerne 60 € kosten, es darf meinetwegen sogar 69 € kosten. Nice. Es hat es locker verdient. Du kannst in das Spiel locker 200 Stunden reinwuchten und dann hast du noch keine Minute PvP gespielt. Und der DLC kostet 39 €, das ist absolut in Ordnung. Vielleicht nochmal nur ein bisschen inflationsangepasst natürlich. Früher hätte er 30 gekostet. Und es heißt, es ist fast genauso groß wie das Hauptspiel. Habe ich das irgendwo gelesen, ist das richtig? Und wenn es bloß halber zu groß ist. Wenn es bloß halber zu groß ist. Wenn ich da 40 Stunden Spaß habe damit und das auf dem gleichen Level ist wie das Hauptspiel, leg mir am Arsch, best game ever. Ich bin richtig gespannt. Achtung, Spoiler, Patches ist der Endboss. Was? Der Gerald schreibt, Biolex, ich verabschiede mich jetzt und falls du nur an meinen alten Account erinnerst, Grüße aus dem Wittelsbacher Land. Irgendwas dämmert schon beim Wittelsbacher Land. Okay. Nein, ich erinnere mich nicht mehr. Ich kann es nicht rekonstruieren. Aber schöne Grüße zurück. Merci dir. Der MRC schreibt 20 Stunden für die Main Story, 30 bis 40 für alles, heißt es. Ja, perfekt, mehr brauche ich nicht. Ja, natürlich weiß der bitte geil, aber wo sollen sie denn das herzaubern? Wird der DLC dann durchgemacht? Das ist eine richtig gute Frage. Wir werden sehen. Es kommt ganz davon, wie zack das wird. Wie gesagt, From Software DLCs sind dafür bekannt, dass sie beschissen schwierig sind. Beschissen schwierig. Und je nachdem, wie weit das wir können. Staudi! Merci für den Resub. Der Chef, bin aber wieder zurück vom Novarock. Leider hat Corey Taylor abgesagt, weil ich wollte dir Unterschrift checken. Bist du besoffen, oder? Wenn mir irgendjemand Corey Taylor Unterschrift... Da gehört ein bisschen dazu, finde ich. Das ist... Ich weiß nicht, warum. Bist du besoffen, oder? Hätte man Unterschrift tauscht. Ich hätte eine von mir geschickt, du schickst mal von Corey Taylor. Das ist absolut gerechtfertigt. Nice. Staudi, merci dir für den Resub. Naja, dann wird es halt Slipknot. Ich glaube, der Corey Taylor hat ein paar psychische Probleme, kann das sein? Hat es da nicht einmal irgendwas gegeben, dass der ja, depressiv und so weiter ist? Oder deswegen vielleicht abgesagt? Man weiß nicht. Deswegen glaube ich auch erst, dass nächstes Jahr in Novarock oder Rock im Park, glaube ich, kommt auch Slipknot.
zum 30. Jubiläum oder zum 25. Das glaube ich heißt, wenn ich es sehe. Normalerweise darf halt ja nur ein zweiter DLC kommen. Ja, darf halt auch noch. Ich bin auch gespannt, an was für einem Spiel an was für einem Hauptspiel das nebenbei arbeiten. Laut PCG 40 Stunden und man findet immer noch geheime Areale. Wir werden mal spielen. Wir werden spielen, schauen wir mal, ob es abzusehen ist, wie weit wir kommen. Dann müssen wir ein paar Wochen in Streams hineinhauen, vielleicht je nachdem. Aber bei den Spielen kann ich mich halt nicht zurückhalten, dass ich halt auch selber off-stream ein bisschen spiele. Ja. Und dann schauen wir mal, wie es am Wochenende ausgeht mit dem Grillfestival, ob das jetzt auf Freitag verschoben wird oder eben nicht. Dann bin ich nämlich am Samstag auch frei und was wir dann tun und schalten wir am Samstag um 8 Uhr einfach wieder ein und fertig. Und dann haben wir da locker gleich einmal am ersten Wochenende 10 Stunden reingespielt und dann ist das schon einmal ordentlich. Heute ist schon einmal ordentlich und dann schauen wir nächste Woche, was wir tun, schauen wir weiter. So, jetzt ist er Ruhe. Freunde der Sonne, vielen Dank fürs Zuschauen. Like, nochmal checken, ob du den Like-Button gesmasht hast. Abo da lassen, gut, wem sage ich das jetzt? Die Hälfte der Leute ist fort. Kuss auf die Nuss, Glocke checken, danke für die ganzen Donations. Ich glaube, das ist halt wieder leicht aus dem Ruder gelaufen. Bin mir nicht sicher, was da wieder los war. Dann danke für die ganzen neuen Mitgliedschaften, da waren nicht ein paar dabei. Danke für die ganzen alten Press Triple für die Moderatoren und ein ganz klassisches Hashtag Schüttrapse ab in den Chat. Und ich verabschiede mich nun. Da erinnert uns nämlich 850 Grad und ich stirb gleich. So sieht's aus. Und jetzt schleichen wir uns. Danke fürs Zuschauen, bis Freitag, 20 Uhr. Muss klar. So, ein lustiges Battle gibt's halt nicht. Ich nicht mag. Okay, zurück!